Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Diesmal zu meiner Spielanalyse zum DFB-Pokal aus in der zweiten Runde gegen den ersten FC Saarbrücken. Ja, wie immer, wenn es bei uns ergebnistechnisch schlecht läuft spielerisch schon lange bei uns. Aber wenn es ergebnistechnisch schlecht läuft, dann seht ihr ein paar Leute mehr hier auf dem Kanal oder finden ein paar Leute mehr meine Videos auf YouTube. Warum auch immer. Auf jeden Fall daher der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst doch gerne ein Abo da. Das hilft mir enorm weiter und ansonsten bedanke ich mich auch bei den Leuten, die mich über Kofi supporten oder auch hier auf YouTube. Ja, Leute, und damit gehen wir rein in den Bums. 260 Kommentare. Ja, es ist leider ein bisschen früh. Es ist jetzt gerade mal noch nicht mal 24 Stunden her, seitdem das Video draußen ist. Aber morgen geht schon weiter. Morgen ist schon wieder Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Dortmund und Taktikfuchs. Also muss ich das Video heute aufnehmen. Bedeutet, alle Leute, die bei der Spielanalyse jetzt noch einen Kommentar nachträglich schreiben, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Sorry dafür. In der Regel warte ich 2 Tage, bis ich das Video aufnehme. Aber da es jetzt wieder Schlag auf Schlag geht mit den Spielen, geht das diesmal halt nicht so. Gut, und damit gehen wir rein. Robert Hartmann, so kann es wirklich nicht mehr weitergehen. Du hast komplett recht, hätte schon gegen Istanbul auch schon passieren können. Ja, bin ich bei dir. GB wäre besser gewesen als gestern, da hätte man wenigstens noch reagieren können. Jetzt sind wir im DFB-Pokal raus. Ja, ist auch vollkommen richtig. Aber nochmal, wie ich es in dem Video auch gesagt hatte, für mich persönlich ist es einfach die Konsequenz aus den letzten Spielen. Was heißt aus den letzten Spielen? Der ganzen Saison bisher, ne? Wir haben halt keine eigene Spielidee, keine eigene Identität. Normalerweise ist es ja so, man hat eine Spielidee, ja, ein System, eine Spielidee, die man umsetzt. Und auch wenn man dann mal ein bisschen mehr wechselt, weiß jeder Spieler, was er zu tun hat. Das existiert bei uns einfach nicht. Ja? Bei uns existiert das vorne nicht. Unser Spiel ist darauf ausgelegt, ja, die Leute, die auf dem Platz sind, werden schon durch irgendwelche Einzelaktionen irgendwelche Akzente setzen. So, das ist unsere Philosophie im Moment. Wenn dem nicht so sein sollte, dann gehört Tuchel raus. Sage ich ganz klar, weil dann hat er es nicht geschafft, jetzt innerhalb von 15 Spielen eine Spielphilosophie zu integrieren. Ja? Weil wir haben bisher keine gesehen. Also wenn das nicht seine Strategie ist, dass man durch Einzelaktionen vorne irgendwie zum Erfolg kommt, dann gehört er entlassen. Weil dann hat er versagt. Ja? Weil es gibt sonst keine Strategie. Ja. Aber gut. Komm, bevor ich einen Monolog halte, weiter geht's. Bricks im Kopf. Über die Auswechslung und Nicht-Einwechslung sage ich nur, danke, Herr Tuchel. Ja, die Einwechslungen waren schon okay in der 60. Minute. Nochmal, teilweise hätte man eher wechseln können, zur Halbzeit schon, ja. Aber man hätte halt in der 75. Minute den Harry Kane bringen müssen. Ja, ich habe jetzt im Nachhinein natürlich auch gehört, dass er gesagt hat, ja, wollte ich mir für die Verlängerung aufheben. Alter, what the hell? Ja, wenn da immer einer labert von Belastungssteuerung und so, erstmal sollte es ja dann auch kein Problem sein. Die Verlängerung sind zweimal 15 Minuten. Ja, wenn man ihn in der 75. gebracht hätte, hätte er eine Halbzeit insgesamt gespielt. Ich glaube, es hätten Harry Kane schon verkraftet. Ja. Und vielleicht wäre es dann gar nicht so weit gekommen. Aber hätte Fahrradkette, ja, ja, unverständlich. Barfuß noch schlimmer, wie die Bayern aufgelaufen sind. Nee, fand ich gar nicht. Fand ich völlig okay, dass wir so aufgelaufen sind. Ja, die Mannschaft muss halt einfach liefern. Ja, auch mit den Spielern, die da aufgelaufen sind. Und wenn man sich das genau anguckt, ja, Harry Kane hätte man vielleicht auflaufen lassen sollen. Ja, da bin ich dabei, da gehe ich mit. Den hätte man in eine Halbzeit drauflassen können oder 60 Minuten, wenn es irgendwie so gelaufen wäre. Und dann wäre gut gewesen. Ne? Dass man ihn halt draußen lässt, aber vorher in der Pressekonferenz was anderes erzählt, ist halt schwierig. Albert, danke nach Saarbrücken. Das war einer meiner schönsten Fußballerlebnisse als neutraler Zuseher aus Österreich. Ja, und dann geh doch am besten auf irgendeinen FC Saarbrücken-Kanal. Ich denke, da erreichst du mehr Saarbrückener als hier auf dem Bayern-Kanal. Nur so Gedanke. Klick-Klack, deshalb lieben wir Pokalspieler. Underdog schlägt die Multimillionäre. Glückwunsch. Ja. Otto von Drippmark, Kane beginnt sich in Minute 60 warm zu machen, aber warum auch einwechseln? Joa. Master D, die Spiele unter Tuchel gefallen mir nicht. Ich bleib auch dabei, dass Nagelsmann Entlassung zu früh kam. Die Meisterschaft hätte er letzte Saison auch geholt und selbst wenn nicht, dann ist es halt in dieser einen Saison so.
Denn früher oder später muss die Meisterserie sowieso reißen. Denn Bayern kann ja nicht bis in alle Ewigkeit jede Saison Meister werden. Für mich hätten sich Bayern Nagelsmann so entwickeln können wie Arteta und Arsenal. Arteta ist grauenvoll gestartet, aber sie haben Vertrauen darin gehabt, dass er sein System entwickelt und die Mannschaft früher oder später deutlich besser macht. Das hat sich ausgezahlt, obwohl sie in der letzten Saison die sichere Meisterschaft gespielt haben. Ja, kann man so argumentieren, aber dann kannst du das genauso jetzt auch auf den Tuchel argumentieren. Ne, dass man jetzt halt am Tuchel festhalten sollte, ihm die Spieler geben soll, die er gerne für sein System haben möchte. Und da muss man jetzt halt das mal hinnehmen, dass man eine Saison keinen Titel holt. Und ja, da muss man den Glauben halt haben an den Trainer. Den Glauben an Nagelsmann hatten die Verantwortlichen letzte Saison nicht, die da in der Verantwortung standen. Die sind ja nicht mehr da. Ob die Verantwortlichen das jetzt in Tuchel haben, weiß ich nicht. Ja, wir werden es sehen, denke ich, die nächsten Wochen. Vielleicht kriegen wir auch die Kurve, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber jetzt nach 14 Spielen, die einfach katastrophal waren fußballerisch, ja, wir haben viel weggemacht durch individuelle Klasse. Die Ergebnisse haben also am Ende des Tages gestimmt. Das war aber auch alles. Kann man fairerweise so sagen. Nochmal Master D, gegen Dortmund setzt es entweder eine knappe Niederlage oder die werden von uns komplett überrannt. Normalerweise schlottern dem Gegner immer die Knie, wenn Bayern aus einem verlorenen Spiel kommt, aber das wirkt momentan nicht so. Naja, also die Ligt fällt safe aus. Es ist noch nicht sicher, ob ein Opa spielen kann. Es ist nicht sicher, ob ein Goretzka spielen kann. Kimmich ist gesperrt. Das heißt, du hast einen etatmäßigen Innenverteidiger, das ist Minjay. Minjay ist aktuell in einer Form, die grausam ist. Man weiß nicht, wie es mit dem Guerrero aussieht. Das heißt, ein Davies wird definitiv spielen. Der ist auch in einer grausamen Form. Rechter Verteidiger können wir weitermachen. Also unsere Abwehr ist grausam. Ja, unsere Abwehr wird von Dortmund zerlegt werden. Ist meine aktuelle Auffassung. Ja, es wird super schwer werden, da irgendwie Ruhe reinzubekommen. Ja, man hat die Chance nicht genutzt, einen Pavlovic einzuspielen in dem Pokalspiel. Hat man verstreichen lassen. Man setzt jetzt alles irgendwie auf Goretzka. Das heißt, Goretzka, Leimer im Mittelfeld, wahrscheinlich nebeneinander. Ja, vielleicht muss aber auch ein Goretzka ein Innenverteidiger spielen. Das heißt, dann ist ein Leimer da. Dann wird wahrscheinlich wieder ein Kretzig auf die 8 gehen. Oder vielleicht geht Musiala auf die 8 und Müller auf die 10. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Vorne, natürlich, wenn die Jungs vorne Bock haben, Harry Kane ist wieder am Stissel. Wenn die Bock haben und ihre Einzelaktionen durchkriegen, sind wir da brandgefährlich. Aber hinten werden wir arge Probleme gegen Dortmund bekommen. Bin ich mir sicher. Und ich glaube nicht, dass Dortmund so fahrlässig sein wird, wie es Galatasaray zum Beispiel war. Aber mal abwarten, wer weiß. Vielleicht habe ich auch wieder nur ein schlechtes Gefühl und es läuft gut. Habe ich nichts gegen, ja. Also Dortmund ist auch das einzige Spiel, wo mir die Spielweise scheißegal ist. Hauptsache wir gewinnen das Ding irgendwie. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Ja, aber aktuell sehe ich da leider etwas düstere Wolken. Gegen Barfuß gegen Saarbrücken Tuchel versucht mit einer völlig uneingespielten Ersatzmannschaft auf dem miesen Geläuf zu gewinnen. Das ging komplett in die Hose. In Dortmund wird die erste Bayern 11 auflaufen. Ja, gebe ich dir ein Herz für, fühle ich nicht wirklich die Aussage. Ich habe es gerade schon angeteased. Ja, welche erste Bayern 11? Ja. Also, ein Sané ist aufgelaufen. Im Pokal direkt. Ja, Choupo-Moting war Totalausfall, das hätte man sich schenken können. Ich denke aber auch Müller kann jederzeit in der ersten 11 stehen, ja. Also, dem möchte ich das jetzt nicht absprechen. Ja, ansonsten hast du natürlich recht, wir haben 2 Jugendspieler gebracht. Wir haben Saar gebracht, ja, aber auch, weil Mazraoui einfach nicht da war. Und so weiter und so fort. Ob die Spieler alle gegen Dortmund da sein werden, steht halt auf einem anderen Blatt. Das werden wir sehen. Aber vielleicht gibt es eine Reaktion, ja, die ist bitter nötig. Und wenn es die gibt, nochmal, vorne haben wir die Klasse. Ja, wir müssen dann einfach mehr Tore vorne schießen, wie wir hinten bekommen. So, da muss ein Neuer muss halt mal wieder dann ein bisschen über sich hinauswachsen. Ja, es wird ein interessantes Spiel werden, denke ich. Aber aktuell habe ich eher ein schlechtes Gefühl, aber mal abwarten. Wir werden es sehen. Und wo war die B11? Das waren doch alle Spieler, die sonst auch spielen oder gespielt haben. Okay, sind halt jung, aber wenn der Unterschied zwischen A11 und B11 so groß ist, dass man gegen einen Drittligisten verliert, dann rennt da was anderes komplett falsch. Yes, das sehe ich ganz genauso.
Und das ist seit Tuchel richtig virulent geworden. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die 11 unter Nagelsmann so schlecht war. Ja, Andreas Konrad, ich bin da 100 pro bei dir. Ich denke auch, dass das ist keine Ausrede. Und B11 habe ich auch nicht gefühlt. Ja, also Tell hat geliefert, wann immer er gespielt hat. Er wurde halt komplett ignoriert. Ja, das ist für mich einfach eine Systemfrage. Habe ich aber auch schon in dem Video gesagt. Und da bleibe ich auch bei. Wir haben kein System, wir haben keine Spielidee vorne. Und nochmal, ein Kretzig war noch der auffälligste in der ersten Halbzeit. Ja, also wenn du ihn in die B11 zählst, was man durchaus tun kann, dann war er aber der auffälligste. Also, das fühle ich nicht. Es war einfach mannschaftlich geschlossen nichts. Ja, Punkt. Ja. Wie gesagt, eure Diskussion schenke ich mir so ein bisschen. Wir haben jetzt 260 Kommentare. Dann sitze ich hier 3 Stunden, von daher konzentriere ich mich mal auf die Hauptkommentare. New World Forever, sorry, aber Tuchel hat auch nichts mehr im Griff. Anschließend sagte er, wenn sie gegen einen Drittligisten in die Verlängerung gekommen wären, hätte er Kane eingewechselt. Wie bitte? Ja, habe ich im Anschluss dann auch gehört. Hat er natürlich auch vor Pressekonferenz nicht gesagt, sonst wäre ich dann direkt explodiert. Ist natürlich eine Farce. Ja, ist eine absolute Farce. Ich habe es ja auch schon gesagt. Völlig richtig, in der 60. zu wechseln, war eigentlich schon 'n Tacken zu spät. Man hätte mal ein klares Zeichen setzen können zur Halbzeit. Ähm, Die Jungs haben Druck gemacht, haben noch ein bisschen Feuer reingebracht, die dann auf dem Platz waren, mal abgesehen von Gnabry. Ja, Gnabry war wie immer Totalausfall. Ähm, aber wenn du dann siehst, so eine Viertelstunde lang, jo, es klappt einfach nicht, warum auch immer, ja, dann hast du 'n Harry Kane zu bringen, ja? Und da musst du halt auch mal eine taktische Anweisung geben, wie ich schon sagte: „Jungs, haut jetzt mal eine Viertelstunde da den Saarbrücker die Flanken um die Ohren", ne? Die waren ja teilweise stehen K.O., ja? Klar, die haben sich in jeden Ball reingeworfen, völlig legitim, Chapeau, habe ich auch gesagt. Lob und Anerkennung dafür. Aber das musst du einfach schlauer spielen als Erstligist, ja, und dann noch als der große FC Bayern München, ja. Ja. Steht 1:1 im Pokalspiel, also da kann immer 'n Lucky Punch kommen. Ja, also dann zu sagen: „Ich wollte mir das aufheben für die Verlängerung." Alter, will er mir jetzt erzählen, Harry Kane hätte nicht 45 Minuten spielen können oder was? Also, ist halt völliger Schwachsinn, Alter. Er hat sich halt einfach vercoacht, was das angeht. Punkt. Ja, und so wie er immer labert, so: „Ja, ach ja, wir haben so 'ne hohe Belastung und wir haben die Reisestrapazen" und so weiter, dann hätte doch seine Intention sein müssen: „Ich möchte die 30 Minuten der Verlängerung nicht haben, weil wegen nächstes Spiel Dortmund." Also hätte ich doch die Intention gehabt, ich bringe Harry Kane gleich zur 60. mit rein, ne? Und schenke mir mal so 'n Gnabry, der aber auch nur meine Meinung. Erzherzog, herzlichen Glückwunsch nach Saarbrücken, es war ein toller Fußballabend. Warum bringt Tuchel nicht Harry Kane? Er hätte ein Tor gemacht. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Weil der Tuchel sich vercoacht hat, er hat mit einer Verlängerung gerechnet und da wollte er Kane bringen, hatte ja nur noch einen Wechsel zur Verfügung. Ja, wie gesagt, das ist dumme Ausrede. Brixenkopf, geile Aufstellung. Danke, Herr Tuchel. Warum ein Kane spielen dann? Ja, weil er muskuläre Probleme hatte. Mhm. Hydrographex, wenn du sagst, dass du dich nicht aufregst oder emotional bist, bin ich schon fast vorm Ausmachen. Gerade das macht dich aus, weil du für so viele andere Fans sprichst. Ja, ich bin ja schon noch mal ein bisschen emotional geworden, aber ähm, also war einfach die logische Konsequenz. Ja, was soll man sich da noch tierisch jetzt aufregen? Es war die logische Konsequenz, dass so ein Spiel kommen wird. Dass halt die Individualisten mal nicht die Tagesform haben und das liefern können. Punkt. Das war die logische Konsequenz aus den ganzen beschissenen letzten Wochen und Monaten, wie wir Fußball spielen. Was erwartet man dann, ne? Dazu 'n Gegner, der reinwirft, was er hat, der kämpft, beißt, kratzt, unsere Dieven alle keine Lust. Ja, und dann passiert das, was passiert ist. Und was dann auch völlig zu Recht passiert ist, ne? So. Ex-Papi ist unter Flick so wie Nagelsmann auch passiert im Pokal. Liegt für mich mehr an der Einstellung der Spieler und nicht am Trainer. Ja, wenn du das so siehst, ich sehe das anders.
Lotti7783, danke für dein Lob. Es hat Spaß gemacht, euch da gehabt zu haben. Es ist möglich, alles richtig zu machen, trotzdem zu verlieren. Das ist keine Schwäche, so ist das Leben. Respekt auch für deine ehrliche, direkte Spielanalyse. Das zeigt wahre Größe. Mach weiter so und vielleicht bis zur Revanche. Bleib gesund und munter. Ja, Dito, ne? Bleib gesund und munter. Natürlich kannst du alles richtig machen und verlieren. Das ist keine Frage, aber wir haben halt nicht alles richtig gemacht. Ja? Also wir haben ja immer noch einen Harry Kane auf der Bank gehabt zum Beispiel. Ich denke, wenn man den auf der Bank lässt, wenn es 1-1 steht im Pokalspiel, dann hat man nicht alles richtig gemacht. Also das ist nur ein kleiner Punkt, den ich sagen kann, den du als Außenstehender verstehst. Ich könnte ansonsten dir 20.000 Punkte um die Ohren hauen, was wir die letzten Wochen falsch gemacht haben, nicht gut gemacht haben und dass das jetzt bei euch in dem Spiel halt einfach darin gegipfelt ist. Und ja, ihr somit völlig verdient weitergekommen seid. Slimnote, man muss auch sagen, dass ihr zwar in der ersten Hälfte noch gut mitgehalten habt, aber in der zweiten Halbzeit war der individuelle Klassenunterschied schon klar sichtbar. Vor allem beim 2:1, Naifi mit Sahnepass, des Knapri und Davis alt aussehen. Läuft Kim davon und hat noch das Auge für einen von hinten links aufgerückten Gauss, der inmitten des bayerischen Hühnerhaufens souverän an Neuer vorbei ins Tor schiebt. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, nichts Neues. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das jetzt gegen Saarbrücken gesehen haben. Thies Hamann. Ja, wobei ich der Meinung bin, dass man auch ohne große Wechsel und ausgefeilte Taktik von dem Kader erwarten kann, Saarbrücken zu schlagen. Die Spieler halten ja alle eine taktische Grundschulung. Ob man einen Kane statt Gnabry hätte bringen sollen, ist eine andere Frage. Aber zur 70. Minute hat es meines Erachtens durchaus Sinn ergeben, noch zu warten, weil es halt der letzte mögliche Wechsel war. Auch ohne große Spielidee kann nicht immer ein Tuchel was dafür, wenn die Spieler wie Falschgeld auf dem Platz rumrennen. Doch genau, er kann da was für, weil er ist der Trainer. Er ist der da in der Verantwortung ist und er ist dafür da, dass die Spieler halt nicht wie Falschgeld auf dem Platz rumlaufen. Warum laufen viele Spieler wie Falschgeld auf dem Platz herum? Weil diese Spieler entweder keine Spielidee vorgegeben kriegen, weil die Spieler wissen, es ist scheißegal, ob ich mir jetzt hier den Arsch aufreiße oder nicht, weil ich spiele eh immer, weil ich Leroy Sané bin, weil ich Serge Gnabry bin, weil ich XYZ bin. Das ist doch schon mal das erste große Problem, was wir haben. Und jetzt zu sagen, ja, man muss aber gegen Saarbrücken dann auch in der Lage sein. Ja, wir haben die letzten Spiele gesehen, wir waren bisher immer in der Lage. Ja, wir haben in keinem Spiel eine Spielidee gehabt. In keinem verkackten Spiel, was ich bisher die Saison gesehen habe. Es ist immer darauf hinausgelaufen, dass Einzelaktionen dafür gesorgt haben, dass wir zurück ins Spiel kamen. Ja, und irgendwann ist es dann halt einfach so, wie es dann gegen Saarbrücken war. Wir haben einen schlechten Tag gehabt. Punkt. Ja, wir haben einfach einen schlechten Tag gehabt. Wir haben es ja gesehen, es war keiner gut. Die ganze Mannschaft war schlecht und dann hatten wir noch ein paar, die richtig schlecht waren. Es war einfach eine schlechte Tagesform. So, Punkt. Ja, dafür ist der Trainer für meinen Worten, in meiner Ansicht nach, für verantwortlich, weil man kann eine schlechte Tagesform haben. Da muss man allerdings den Ehrgeiz haben und kämpfen. Ja, und alles raushauen, was drin ist. Und dieses Gefühl hatte ich persönlich nicht. Deswegen für mich trägt der Trainer da Schuld. Ja, und eine Spielidee ist halt einfach nicht vorhanden. Ja? Und nochmal, wenn du eine schlechte Tagesform hast und keine Spielidee, dann passiert das, was passiert ist. Hast du aber eine Spielidee, wo jeder Spieler immer weiß, da muss ich hinlaufen, so ist unsere Spielidee, ich weiß genau, ich kann einfach in diesen Raum blind reinspielen, ich weiß, da steht der und der Spieler, du hast Automatismen, die sich entwickeln, dann kannst du auch mit einer schlechten Tagesform eine andere Leistung bringen. Ja, weil du dann nicht darauf angewiesen bist, oh, jetzt aber hier, der individuell stärkere Spieler muss jetzt auf jeden Fall das Ding rausreißen und das Tor machen. So, davon bist du dann nicht abhängig. Das hat man auf der anderen Seite sehr schön gesehen, was eine Mannschaftsleistung ausmacht. Wie haben wir nicht gehabt? Ja. Das ist doch das große Problem. So, du hast nicht das Gefühl, dass da mal irgendwo ein Ablauf vorne ist, wo man sagt, jo, das habe ich jetzt aber schon in vielen Spielen gesehen, das ist so ein Standardspielzug, den man hat, ja, den man versucht, weil man halt die individuelle Klasse hat, die nun mal da ist, ja. Und da muss man noch in der Lage sein, ein paar Spielzüge drauf zu haben, die man versucht, die man immer wieder versucht. Und wenn ich sehe, es klappt so nicht, ja, dann muss ich auch in der Lage sein zu sagen, ja, wisst ihr was, Leute? Guckt euch die Scheiße an. So, jetzt hau ich mal selber von mir aus, wenn der Trainer die Fresse nicht aufkriegt,
haue ich halt mal eine Viertelstunde lang ein paar Flanken in den Strafraum und sag mal den Schuppo und den Müller, die sollen da vorne als Doppelspitze agieren. So, aber wenn das die Mannschaft von sich aus nicht kann, nicht will, nicht darf, wie auch immer, dann muss das vom Trainer kommen. Und wenn das vom Trainer nicht kommt, dann ist der Trainer schuld daran. Punkt. Und der Trainer ist auch schuld daran, dass wir kein System haben oder kein einstudiertes Verhalten vorne. So, da kann ja nur der Trainer schuld sein, weil das sehen wir, haben wir nicht nur gegen Saarbrücken gesehen, das haben wir bisher in jedem Spiel gesehen. In jedem Spiel. Darmstadt war die erste Halbzeit besser wie wir, mit 10-10. Darmstadt ist auseinandergebrochen, weil sie die nächste rote Karte gekriegt haben, was dann auch noch ein Innenverteidiger war. So, das war das ganze Ding. Ja, deswegen sah das gegen Darmstadt gut aus. Ja, und die Jungs hatten mal Bock. So. Und wenn die Jungs keinen Bock haben, ist das die Verantwortung vom Trainer. Klar, mal einmal schlechte Tagesform, bin ich dabei, ja, kannst du als Trainer dann vielleicht auch nicht viel machen, aber da musst du mal in der Halbzeit klare Worte finden und klare Reaktion zeigen. Und nicht bis zur 60. warten und dich dann noch dahinstellen und sagen, oh ja, das ist der starke Drittligist, ich warte mal, bis wir uns in die Verlängerung retten, um dann noch einen Harry Kane zu bringen. Was ist das für ein Signal? Ja, also, Leute. Und ja, dafür ist der Trainer da. Und nicht XY-Spieler hat das zu managen. Das muss der Trainer managen. Und das hat er in keinem Spiel gemacht. Wir haben immer in jedem Spiel die gleiche Scheiße 90 Minuten durchgespielt. Ob das funktioniert hat oder nicht, wir haben den Stiefel immer durchgespielt. So. Karl Rubens, gute Analyse. Irgendwie fehlt unter Tuchel oft Spielwitz und Spielfreude. Ja, es ist halt, ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, es ist einfach kein System, keine einstudierten Spielzüge sind nicht vorhanden. Beziehungsweise ich sehe sie nicht. Vielleicht ist es wirklich, wie ich sagte, dass die Vorgabe ist, yo, ihr macht vorne mit Einzelaktionen was. Ja, es ist grausamer Fußball und deswegen, ja, passiert sowas, wie es passiert ist. Punkt. Christian Loch. Da konnte man meinen, der Thomas T. macht das absichtlich, um seine Verstärkung zu bekommen. Der Ancelotti hat damals mit seiner Aufstellung in Paris auch um seine Entlassung gebeten. Das mit Kane, I don't know, ich denke, da hat er einfach einen Knoten im Kopf gehabt. Alles andere, ich fand's okay. Ich fand die Startaufstellung okay. Wie gesagt, ich hätte einen Pavlovic gebracht, anstatt den Kimmich. Und wenn den Kimmich hätte ich als rechten Verteidiger gebracht. Einfach im Hinblick auf das Dortmund-Spiel. Aber nein, da hat man auch wieder gar nicht dran gedacht, weil man ja sagt, ah ja, ein Goretzka kommt zurück bis dahin, ist der fit, scheiß auf Pavlovic. Und jetzt hast du das Problem, oh, was ist hier die Licht weg? Was machen wir denn jetzt? Ja, muss der Goretzka ja vielleicht Innenverteidiger spielen. Ja, und schon stehst du da wie Dotto King Karl, Alter. So, weil einfach wieder kein Vertrauen in die Leute da ist. Ja, weil wieder die Arrivierten, die 2 Spiele machen und wieder 3 Spiele ausfallen, was beim Goretzka ja auch gang und gäbe ist seit Jahren. Ich fühl's nicht mehr. Es ist grausam, sich noch anzugucken. Diese ganze Scheiße. Ja? Und diese ganzen Ausreden dann immer in den Pressekonferenzen. Und Tuchel tut sich da gerade keinen Gefallen. Er macht sich durch die Pressekonferenzen, was er da immer erzählt und dann anders handelt, macht er sich nur unglaubwürdig. Carrera-Studie, super Video und Analyse, lieben Dank. Der FC Bayern macht immer dieselben Fehler beim Pokal, die Gegner unterschätzen, anstatt erstmal mit der Stammformation zu spielen. Es ist einfach keine Mannschaft und Einheit mehr. Keine Mannschaft und Einheit mehr Zeit. Viele Grüße. Ja, teils. Wie gesagt, ich hätte es auch gut gefunden, wenn Harry Kane auf jeden Fall angefangen hätte. Ja? So eine Halbzeit mal Vollgas geben. Hätte ich auch gefühlt. Logisch. Ansonsten, dass wir die Jungen reingeworfen haben, finde ich gut. Ich finde es eher erschreckend, dass die, wie so ein Sané, der ja unser neuer Weltstar ist und den mega duper Hightech-Vertrag unterschreiben soll, dass so ein Spieler in solchen Spielen dann keine Leistung bringt. Na, der muss dann einfach vorangehen. So, genauso wie es ein Kimmich tun muss und so weiter und so weiter, ja. Und wenn man sieht, wie ein Schuppo da rumgelaufen ist, absolut kopflos, nicht bei der Sache, absolut unterirdisch, ja, da muss ich in der Halbzeit einfach ein Zeichen setzen, Leute. Ich verstehe nicht dieses weichgespülte Rumgeeier vom Tuchel. Er hat nicht einmal die Eier, bei uns mal die Spieler auch mal echt mal abzustrafen, um eine Halbzeit auszuwechseln. Nein, da muss ich bis zur 60. Minute warten, um dann die nächsten Graupe einzuwechseln, die sehr Schnabri heißt, und dann warte ich
Ja, ich hoffe mal, ja, ich hebe mir mal den Harry Kane für die Verlängerung auf. Filme, mir fallen schon keine Worte mehr für ein. Gerard Berger, ich bin wie du, es hat mich nicht einmal geärgert, als wir verloren haben. Der Saarbrücker Sieg war voll verdient für ihre Fans und für ihre Spieler, die sich aufgeopfert haben. Es wäre fast schade gewesen, wenn sie am Ende noch das Tor bekommen hätten. Und unsere Verantwortlichen machen jetzt vielleicht die Augen auf und sehen die Realität, die du fast jede Woche beschreibst. Ja, ne? Man kann sich da auch dann nicht mehr aufregen. So ging es mir halt auch. Ja, ich habe mich natürlich im Spiel, habe ich mich teilweise aufgeregt, logisch. Ähm, aber nach Spiel war es dann einfach so, ja, jetzt ist es passiert. Ja, ich habe es ja schon gegen Galatasaray gesagt. Ja. Können die Leute, die hier neu sind, oder auch alle anderen, die immer irgendwie komische Kommentare da lassen, guckt euch das Video gerne an. Ich habe gesagt, der Kipppunkt ist erreicht. Ne? So, dann haben wir Darmstadt gehabt. Jo, supi-dupi, das Spiel kannst du mal irgendwo anders drunter abheften mit diesen roten Karten. Ja, aber der Kipppunkt war erreicht gegen Gala. Ja, so, und das haben wir jetzt gegen Saarbrücken gesehen, dass der Kipppunkt erreicht war und jetzt ist es gekippt. So, und jetzt steht Dortmund an. Und da werden wir mal sehen, ob er jetzt auf dem Kipppunkt bleibt oder ob er wieder zurückkippt. Was ich schwierig sehe, aber ich bin gespannt. Wir werden sehen. Christian Loch nochmal. Das war abzusehen nach den letzten Wochen. Ja, ganz genau. Wir haben darum gebettelt und jetzt erhalten ohne Worte. Yes, ganz genau. 100% true. The Rucker. Ich sage nur, der beste Sechser der Welt, der große Leader. Mehr muss man nicht sagen. Ja, gut, also da war die ganze Mannschaft jetzt schlecht. Ne? Das jetzt nur an Kimmich festzumachen, fühle ich nicht. Die ganze Mannschaft war schlecht. Es war keiner, der wirklich herausgeragt ist, stark war, aber also, nee, genau. Ja, Berger nochmal, es lag aber nicht nur an ihm. Da waren andere schlechter. Für mich hat der Trainer die Hauptschuld, denn er gibt ja die Spielweise vor und für mich hatte man besser die gute Mannschaft gleich aufgestellt und die Tore gemacht und dann in der zweiten Halbzeit die Spieler geschont. Den so wie gestern haben wir den Gegner nur aufgebaut und alle wissen, dass die Bayern immer wieder gut sind im Tore kassieren in den letzten Minuten. Ja, wie gesagt, an der Aufstellung mache ich das gar nicht fest. Ganz ehrlich nicht. Ich finde das völlig okay, dass diese Aufstellung da war. Nochmal, nicht abwerten gegen Saarbrücken gemeint, ist ein Drittligist, der um den Klassenerhalt aktuell kämpft in der dritten Liga. Da kannst du schon diese Mannschaft bringen, die da gebracht wurde. Ja. Nur da müssen die Spieler, die letzten Wochen doch so hoch gelobt wurden und als Weltstars betitelt wurden, à la Sané, müssen dann halt liefern. So, ja. Sané ist der angeblich unsere Maschine, der beste Spieler der Saison, bla, Sülz. Und dann kommt 0. Ja, also so ein Saar, willst du jetzt einen Saar einen Vorwurf machen, der 0 Spielpraxis hat, ein Kretzig, ein Tell, dasselbe. Ein Tell kannst du nur jetzt einen Vorwurf machen, weil er nicht eingebunden war im Spiel. Jeder Ball wurde immer wieder auf Leroy gespielt, der aber wieder mal 2, 3 Mal ja, abgekocht wurde, ja, und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Der Platz hat ihm wahrscheinlich nicht geschmeckt, weil er ein bisschen holprig war, ein bisschen tief war, sondern hat er keinen Bock gehabt. So, das war das Ding, ja, was die Offensive anbelangt. Und dass so ein Schupur da rumläuft wie ein Blinder, und dann bei der einzigsten Flanke, die kam, noch nicht mal überhaupt in Strafraumnähe war, ja, Junge, da musst du halt als Trainer in der Halbzeit reagieren und da musst du in der Halbzeit nochmal, der Schuppo muss raus, ohne Wenn und Aber. Und du musst entweder stellst einen Tell vorne rein oder bringst gleich einen Harry Kane. Ja? Und musst dann mal ein bisschen umstellen und mal andere Anweisungen geben. Aber nochmal, ich sehe nicht, dass wir eine Spielphilosophie haben, was vorne betrifft. Cyborg, glaube, dass TT sich verzockt hat, mit einem B- oder C-Kader anzufangen. Besser ist immer mit dem A-Team zu starten, gleich alles klar zu machen. Danach kann man immer noch Spieler schonen. Ja, nochmal, ich fühle das nicht. Also diese Aussagen, die sehe ich nicht. So, gehen wir es ganz kurz durch. Ja, weil das ja jetzt öfters, kommt bestimmt auch nochmal öfter in den Kommentaren. Also, wer war draußen? Wer wurde eingewechselt? Coman, Musiala, Harry Kane. So, das sind 3 Spieler. 3. Nehmt Leimer dazu, 4 Spieler. 4 Spieler und dann redet man von einer B11 oder was? Und mal ganz ehrlich, Musiala, nimm mal weg, weil dafür hat Müller gespielt. Wollt ihr mir jetzt sagen,
Ein Thomas Müller hat nicht die Qualität eines Musialas. Natürlich ist ein anderer Spielertyp, ja, aber ich denke, die Qualität von Müller hat man gesehen, weil Müller auch das Tor gemacht hat. So, also bist du bei 3 Spielern, wo du davon reden kannst, die Stammspieler wären. So, dann reden wir von einer B11. Es ist nicht, dass wir 5, 6 Spieler ausgetauscht haben. Ja, also es stand ein Davis auf dem Platz, es stand ein Minje auf dem Platz, es stand ein De Ligt auf dem Platz, es stand sogar ein Kimmich auf dem Platz, es stand ein Leroy Sané auf dem Platz, der immer spielt. Da können wir doch nicht von einer B11 reden, Leute. Wegen 3 Spielern. Ja? Also nee, gehe ich nicht mit. Sorry. Und nochmal, die Spieler, die ihr dann zu der B11 zählt, mal abgesehen von Saar, waren ja dann noch die auffälligeren. Ja. Ein Tell hat ja wenigstens versucht, gerackert, geackert, was ein Sané gar nicht getan hat, oder ein Choupo. Und ein Kretzig war der auffälligste Spieler in der ersten Halbzeit. Also, wo ist das Argument jetzt zu sagen, dass... Nee, fühle ich nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Nochmal, natürlich, für meinen Augen, ich verstehe das. Hätte man sagen müssen, man fängt mit dem Kane an, auch mit dem Coman. Ja, kann man sagen. Aber ganz ehrlich, wenn nicht gegen einen Drittligisten, der um den Klassenerhalt spielt, wann dann möchtest du denn mal die Spieler vielleicht mal reinwerfen, die nicht so viel Spielzeit haben? Also das muss ja möglich sein. Aber da müssen natürlich die Leute, die sonst auch immer performen, müssen die Spieler natürlich mal mittragen. Müssen die Spieler ein bisschen ja, mit aufbauen vielleicht, ja. Aber nochmal, es lag ja nicht an diesen Spielern. Es lag ja jetzt nicht an Saar, Tell und Kretzig. So, die ihr jetzt als B tituliert. Ja, ein Choupo geh ich mit. Choupo war Totalausfall. So, das war der einzigste. So, aber der hätte man ja auswechseln können zur Halbzeit. Hat man ja nicht getan. Also, das B11, nee, fühle ich persönlich nicht. Chris, mittlerweile stellt sich wirklich die Frage, ob A, Tuchel der Richtige ist und B, ob der Kader überhaupt so stark ist, wie sich die Offiziellen einbilden. Zu A, Tuchel hat bislang die Mannschaft um keinen Deut besser gemacht. Die erste Halbzeit war eine Frechheit, die Aufstellung Hanebüchen. Zu B, es fehlen eindeutig Führungsspieler und Spieler mit Charakter. Da kommt mein Liebling Sané wieder ins Spiel. Der mag noch so talentiert sein, aber es reicht nicht, die Leistung nur zu bringen, wenn er Bock hat. Ein völlig lustloses Gekicke gestern wieder. Kim bekam gestern von Sportbild eine 6. Völlig zu Recht. Bringt er uns wirklich weiter? Aktuell nicht, nein. Sind Spieler, die in der Serie A gut sind, tatsächlich von Mehrwert für den FC Bayern? Er hat gestern wirklich katastrophal gespielt. Der mit Abstand schlechteste Spieler auf dem Platz. Ich befürchte, Bayern wird diese Saison nichts gewinnen. Leverkusen holt das Double und Champions League kannst eh vergessen. Da kommt's mit viel Losglück vielleicht ins Halbfinale. Ja, nein. Wir kommen nicht ins Halbfinale. Also, ja, nochmal. Das ist ja das ganze Problem, wo ich die ganzen letzten Wochen, ja, was ich ja immer wieder rede, wofür ich ja dann auch angefeindet werde von vielen Leuten, was am Ende des Tages mir Wumpe ist. Aber gehen wir es doch mal ganz kurz durch, Champions League. Wir haben 3 Siege. Ja, supi. Wenn man von draußen drauf guckt, der FC Bayern ist bärenstark in der Champions League, läuft wieder wie immer. Guckt euch mal die Spiele einzeln an. Da war nicht ein Spiel souverän oder gut. Nicht eins. Nicht eins von diesen 3 Spielen. Gehen wir es durch gegen Manchester United. Eine Halbzeit okay, eine Halbzeit richtig grottig. Kopenhagen. Eine Halbzeit richtig grottig, die andere Halbzeit war auch nicht stark. Wir haben einigermaßen respektable 20, 25 Minuten gehabt. Galatasaray. 70 Minuten unterirdisch. Wir sind nur zurückgekommen, weil Galatasaray die Kräfte ausgegangen sind. So, das sind unsere Spiele in der Champions League. Leute, das erste K.O.-Spiel. Wir werden keine Chance haben. Wir haben es jetzt gegen Saarbrücken gesehen. Wir werden keine Chance haben. Du kannst nicht in K.O.-Spielen Spiele rumreißen, wo du 20 gute Minuten hast oder eine gute Halbzeit. Das geht nicht. Das klappt nicht. Punkt. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja? So, und wir haben noch kein Spiel gesehen diese Saison. Bochum. Das einzige Spiel, was ich da rausnehme. Ansonsten haben wir kein Spiel gesehen, wo wir mal 90 Minuten konstant guten Fußball gespielt haben oder immer auf der Höhe waren des Geschehens oder das Spiel immer im Griff hatten. Bochum war das einzigste Spiel. Und das lag nur daran, weil Bochum Manndeckung 1 gegen 1 gespielt hat und unsere individuelle Qualität einfach so hart überlegen war gegen Bochum, dass wir sie auseinandergenommen haben. Das war alles.
Darmstadt, ich erinnere nochmal daran, erste Halbzeit. Darmstadt war die bessere Mannschaft. Darmstadt hatte mehr Ballbesitz wie wir, obwohl es dann 10-10 war. Also Leute, ne, das muss man mal immer bedenken. Das ist ja, was ich hier seit Wochen erzähle. So als Außenstehender siehst du nur Ergebnisse, denkst dir alles tutti. Wenn du dir aber die Spiele mal einzeln betrachtest, Alter, dann wird dir schlecht und du fragst dich, warum der FC Bayern überhaupt mit der Bilanz dasteht. What's up? Wieso spielt ein total harmloser und schwacher Schuppo 90 Minuten und ein Kane sitzt auf der Bank? Das meinte ich letztens mit in der Halbzeit mal wechseln. Verkneif mir einen Kommentar zur heutigen Leistung. Ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl und sage euch, dass wir diese Saison nicht einen Titel holen. Vielleicht mit viel Glück die Meisterschaft. Nein. Die Meisterschaft. Außer es ändert sich sofort was und im Winter kommen 3 bis 4 neue dazu, die was bringen. Tut mir echt leid, aber mein Gefühl ist leider so. Ja, bin ich bei dir. Mein Gefühl ist da genau ähnlich. Und ich denke, in der Meisterschaft, nein. Wir haben uns letztes Jahr, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind, war schon eigentlich unerklärlich. Das wird dieses Jahr nicht nochmal passieren. No, weil du hast dieses Jahr nicht nur Dortmund, die vielleicht wieder das Flattern kriegen würden. Du hast Leverkusen, du hast aber auch Leipzig dabei, die heiß sind, die jung sind, die hungrig sind, die wollen, die noch nichts erreicht haben, die Spieler, die da spielen, ja, die gute Trainer haben, die zu der Philosophie passen, wo du siehst, die haben eine Philosophie, die haben eine Spielidee, das ziehen die durch, die sagen nicht und stellen sich dahin, ja, wir gucken, wir müssen uns erstmal zu 98% am Gegner orientieren. Nein, die spielen in Stiefel durch und gut ist. So. Und das wird nicht das letzte Spiel gewesen sein. Jetzt, wo wir gegen Saarbrücken diese Leistung sehen und so abkacken. Ja? Nein, Leute. Wie gesagt, wir haben viele Spiele durch individuelle Klasse gewonnen. Ja. Wenn du aber dann keine Tagesform hast, auch keiner dieser Spieler gerade diese individuelle Klasse bringen kann, und das wird öfter passieren. Das wird öfter passieren, als wie jetzt nur einmal in Saarbrücken. Da könnt ihr von ausgehen. Ja? Wenn da nicht schleunigst eine Spielidee reinkommt, ja, dass da mal Automatismen herrschen vorne. Was soll sich ändern? Ja, du wirst wieder Spiele drehen können, ja, mit deiner individuellen Qualität, wenn die Spieler die Form haben, wenn die Bock hat. Klar, wirst du wieder Spiele drehen können. Sobald die dann aber mal keine Form haben oder keine Lust haben, wirst du das Spiel auch nicht mehr drehen können. Ja? Und du kannst nicht jedes Spiel mit guten 20, 30, 40 Minuten nochmal rumreißen. Ja? Es kommen andere Gegner, wo das nicht mehr geht. Ja. Nun, als Saarländer bin ich natürlich stolz auf unseren FCS. Jo, kannst du auch sagen, zu Recht. Christian Brot nochmal. Schon bei der Auslosung hatte Bayern extrem Pech mit Saarbrücken den absoluten Endgegner. Aber wie sagte Hoeneß 1, wenn du den Pokal hochreichen willst, muss man auch gegen die Besten gewinnen können, wie recht doch Hoeneß hat. Ja, die habe ich heute schon Herz gegeben, weil ich heute schon unterwegs war und am Handy ein paar Kommentare gemacht hatte und da ein bisschen verrutscht bin. Von daher hast du das ja schon und ja, kann den Sarkasmus fühlen. GB, einen tieferen Tiefpunkt gibt es nicht. No, es geht immer tiefer, ne? Es geht immer tiefer. Wenn wir irgendwie aus den Champions League-Rängen rutschen würden, ich denke, dann wird es tiefer gehen. Ne? Bricks im Kopf. Danke, meine Worte. Auch wenn ich nicht so ruhig sein könnte, wenn ich jetzt sage, dass ich es erwartet habe, hört sich das voll bescheuert an. Aber wie du schon sagst, es ist die Konsequenz der letzten Wochen und Monate. Ja. Das ist halt das Problem, wenn zu viele Spieler nach einem 18-0 gegen Darmstadt denken, sie wären Helden. Aber naja, Hut ab, Saarbrücken, klasse Pokalfight. Ja, aber nicht nur die Spieler. Ne? Müssen wir fairerweise auch sagen. Also, du warst ja dabei im Stream. Wir haben uns ja das tolle Video angeguckt von diesem tollen Bayern-Kanal, der irgendwie 10-mal so groß ist wie meiner. Der sich dahingestellt hat und gesagt hat, das ist die stärkste Bayern-Mannschaft, die wir jemals hatten nach dem 18-0 und wir sind Weltklasse und wir werden das Triple holen und Tuchel ist endlich angekommen. Haben wir ja schon darauf reacted. Ja, das ist halt dann das Feedback, was die Leute bekommen. Ne? Ist dann schwer, vielleicht auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ist natürlich keinerlei Entschuldigung oder Grund, so eine Leistung dann in dieser Brücken zu zeigen. Aber ja, ich bin da bei dir. Ne, zu 100%. Es ist einfach die logische Konsequenz. Nochmal, für mich war der Kipppunkt Galatasaray, habe ich damals auch gesagt in dem Video, wo du nur mit viel Glück das Ding gewonnen hast.
Ja. Katakuri. Muss man verwundert sein, wie es endete? Nö. Warum ist es so schwer gewesen, den Pavlovic neben Kimmich zu stellen, um mehr Kreativität zu bringen? Warum hat man die letzten 2 bis 3 Minuten nicht alle zusammen verteidigt, damit man in der Nachspielzeit nachlegen kann? Da wären dann 30 Minuten drin. Das ist einfach vercoacht. Es tut mir leid. Aber es reicht langsam mit Tuchel, Kimmich und Co. Es muss eine Veränderung kommen, spätestens im Sommer. Ja, die Veränderung hätte schon im letzten Sommer kommen müssen. Um da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auszuholen, auch da guckt euch gerne mein Saisonfazit an von der letzten Saison. Wir sitzen jetzt seit 2 Jahren, 2,5 Jahren hier. Ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse. 1,5 auf jeden Fall. Ich glaube, war schon eher 2 Jahre. Wo wir immer wieder dieselben Spieler für das, was sie tun, kritisieren. Und irgendwie erwartet der Verein jedes Mal zu einer neuen Saison, dass sich jetzt irgendwas ändert, diese Spieler auf einmal sich um 360 Grad drehen und irgendwie was anders machen, was sie gar nicht können. Man holt immer wieder neue Trainer und denkt: „Jo, das jetzt wird was anders." Nein, man hätte am Ende der letzten Saison nochmal. Man kann doch nicht nur, weil Dortmund zu doof war, zu Hause gegen Mainz zu gewinnen, um die Meisterschaft einzutüten, die Saison so schön reden und blindlings nichts tun, außer zu sagen: „Ich verpflichte 'n Harry Kane." Ja? Ja, wir haben noch 'n Min-Jae verpflichtet, dafür haben wir Pavard abgegeben. Ob das jetzt so der kluge Schachzug war, wenn man die bisherigen Leistungen begutachtet, kann man auch drüber diskutieren. Dasselbe mit dem Hernandez, ja. Ja, der war auch oft verletzt und so weiter. Darum geht's aber auch gar nicht. Aber man hat immer noch den Kern in der Mannschaft ist derselbe Kern, der seit 2 Jahren keinerlei Führung in die Mannschaft kriegt, keinerlei keinerlei Verantwortung übernimmt, ja? Überlegt euch mal, was wir letzte Saison in wie viel Spielen wir zerbrochen sind. Zu Hause Leipzig, in Mainz und so weiter und so weiter und so weiter, ja? Und diese Spieler ändern sich doch nicht. Die ändern sich doch nicht. Die sind doch jetzt nicht weniger satt oder weniger gallig oder sonst irgendwas. Ne, die ändern sich nicht. Du hättest denen komplett knallhart jetzt sagen müssen: „Hier, komm, so 'ne Saison geht nicht. Wir sind hier beim FC Bayern München. Bitte verlasst den Verein. Ihr werdet nicht mehr spielen hier." Punkt. Und man hätte junge, hungrige Spieler holen sollen. Guckt euch Leipzig an. Guckt euch Leverkusen an. Sind da irgendwelche großen gehypten Überspieler? Ne, es ist einfach 'ne Mannschaft. Bei uns existiert keine Mannschaft. Seit 2 Jahren existiert keine Mannschaft. Das war auch ein Problem mit unterm Nagelsmann. Es existiert keine Mannschaft. Es existiert 3, 4 Gruppen innerhalb der Mannschaft, wo Neid, Missgunst herrscht, ne? So, das sieht man in solchen Spielen. In solchen Spielen muss ein Team da stehen. Muss jeder für den anderen rennen und muss nicht sagen: „Ach komm, scheißegal, die ist mir doch egal. Die da hinten jetzt zu zweit sind, ich bleib hier vorne stehen, ist mir doch egal." So, ja? Aber die Entwicklung sieht man ja die ganze Saison durch. Die sehen wir die ganze Saison. Jetzt stellt euch doch mal vor, die Saison hätte Leroy nicht hätte keine Lust gehabt, ne? Hätte nicht diese 8, 9 guten Spiele gemacht, die er hatte. Stellt euch das mal vor. Überlegt mal, wo wir in der Tabelle stehen würden. Ja. Das sagt doch schon alles aus, oder? Und das wird nicht besser werden. Jetzt ist der Gnabry wieder fit. Und Gnabry und Tuchel ist aber mehr als so, ne? Da wisst ihr, was die nächsten Spiele wieder passieren wird. Es muss halt einfach 'n Trainer her, ähm, so wie's früher 'n Van Gaal war, ne? So wie's früher 'n Louis war, der sagt: „Ich stelle mich nicht hier hin und puder den ganzen Spielern den Arsch, ne? Schmier immer wieder schön: ‚Ach ja, du bist der Geilste und schön, ich setze voll auf dich und nein, ich wechsle dich nicht aus, auch wenn du keine Leistung bringst und kein Tacheles redet.'" Nein, es muss 'n Trainer her, der sagt: „Die Leistung erwarte ich, bringst du die Leistung nicht, gehst du raus. Du bist beim FC Bayern München, Alter." Und es ist mir scheißegal, ob derjenige 19 ist, ob derjenige 18 ist, 23 oder 37.
So, das hat keine Rolle zu spielen. So eine Art Trainer brauchen wir und nicht anders. Wir haben das Problem unter Nagelsmann, der den Spielern den Arsch gepudert hat. Jeder Trainer, der die letzten Jahre da war, hat immer den gleichen Spielern festgehalten und denen den Arsch gepudert. Ein Kimmich spielt seit 2 Jahren grottig. Ja, er hat immer mal wieder Ausreißer nach oben drin, wo er eine gute Leistung zeigt. Aber im Großen und Ganzen für das, was er spielen kann, grottig. Selbst ein Hansi Flick, und das sagt eigentlich schon alles über Kimmich seine Leistungen aus in den letzten Monaten, hat ihn aus dem Mittelfeld weggenommen und auf die rechte Verteidigerposition gesetzt. Ja, er hätte da natürlich eine schöne Ausrede, weil da gab es auch nicht den überrechten Verteidiger in der Nationalmannschaft. Leute, man erwartet, dass sich was ändert, obwohl man keine Variablen verändert. Auf der wichtigen Position. Ne? Ja, man hat einen Harry Kane geholt. Jetzt stellt euch mal vor, man hätte nicht einen Harry Kane geholt. Der Typ hat aus nichts die Tore gemacht. Ja? Und noch viele Tore eingeleitet. Da sieht man es doch. So, was soll sich ändern? Was soll sich ändern, Leute? Ja? Aber nochmal, du hast hier doch auch alles verscherzt. So, du holst junge Spieler, du holst einen Gravenberch, der eine Maschine ist, Alter, der ein Talent hat bis unter die Decke und lässt ihn auf der Bank vergammeln. Das selber hast du mit dem Sabitzer gemacht. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Sabitzer ist jetzt, klar, ist er jetzt nicht der Überspieler, ja, ist aber auch nicht so schlecht, als wenn er sich gegen Kimmich und Goretzka nicht hätte durchsetzen können, so wie die performt haben letzte Saison. Hat er ja dann noch gezeigt. Du hast einen Tell geholt. Du hast letzte Saison lieber mit dem Gnabry im Sturm gespielt oder ohne Stürmer gespielt, anstatt den einzigen Stürmer aufzustellen, den wir haben. Weil, oh nee, er ist zu jung. Ja? So, und jetzt hast du es mit dem Tell wieder gemacht. Ja, klar hat er Bock gehabt, hat sich gezeigt, die ersten Spieler Gas gegeben. Bam, bam, bam. Und? Wird er dafür belohnt? Nein, er kriegt wieder in die Fresse vom Trainer. Er kriegt wieder in die Fresse, Woche für Woche für Woche. Ja, was erwartet man denn dann? Das habe ich doch letztes Jahr auch schon gesagt beim Gravenberch. Warum ist ein Gravenberch denn gewechselt? Junge, die Leute, die auf dem Platz gestanden haben, die waren unterirdisch schlecht. Die waren unterirdisch schlecht, ob es ein Kimmich war, ob es ein Goretzka war. Die waren unterirdisch schlecht. Und trotzdem lässt man Gravenberch auf der Bank vergammeln. So, welcher Spieler kommt denn zum FC Bayern? Du brauchst doch gar nicht irgendwo anfragen. Wo willst du anfragen? Welcher Spieler soll zum FC Bayern kommen? Solange die gleichen Spieler da sind, die immer da sind, die immer spielen. Goretzka, Kimmich spielen immer. Egal welche Leistung sie bringen. Sané, Gnabry auch immer. Es ist scheißegal. So, welchen Spieler willst du verpflichten? Das tut sich doch kein Spieler an. Der weiß, guck dir die Beispiele an. Ein Sabitzer, super gestandener Spieler. So, hat gar nicht die Chancen gekriegt. Da war ein Goretzka verletzt, er war super überzeugend. Super überzeugend, hat ein Kimmich den Rücken freigehalten. War wirklich super überzeugend. Goretzka fit, Goretzka rein. Sabitzer verliehen. Nach Manchester United. Wo er performt hat. So, was soll ich denn da ändern? Es kann sich nichts ändern. Man hält an den gleichen Führungsspielern fest. Es ist ja gut und schön, man predigt ein Mir-Samir-Gefühl. Und das sind verdiente Spieler. Ja, wir haben 6 Tubel gewonnen und. Alles gut und schön. Aber da muss es doch trotzdem weiter nach Leistung gehen. Wir sind im Leistungssport, Alter. Und nicht im Hobbyfußball, wo man sagt, Alter, du bist hier aber die Vereinslegende, du spielst immer, es ist scheißegal. Da kann ich das ja noch nachvollziehen in der Kreisliga. Aber doch nicht, wo es um Leistungssport geht. Wo Millionengehälter gezahlt werden. Ja, ich bin abgeschweift leicht, ne? Ihr wisst. Ja. Mann. Jetzt muss ich dann den Post normal lesen, ja. Florian, lächerliche Leistung, die wir wieder dargeboten bekommen haben, aber Respekt an Saarbrücken. Dass es ein Drittligist die Grenzen aufzeigt, ist so bitter, wie es klingt. Wahrscheinlich das Beste, was uns passieren konnte. Denn es legt den Finger genau in die Wunde, was alles bei uns schiefläuft. Der zweite Anzug reicht eben nicht mehr, besonders bei den bisher gezeigten Leistungen dieser Saison. Arroganz, wenn man sich sowas überhaupt erlauben sollte, muss man sich auch verdienen. Bin jetzt auch wahrscheinlich mit meiner nächsten Aussage allein, aber bei solchen Leistungen tut es mir echt leid für Harry, dass er zu uns gewechselt ist. Mit solchen Leistungen unserer Clown-Truppe wird es ihm nicht möglich sein, einen wohlverdienten Titel zu gewinnen. Der Mann, was
was der alles im Spiel macht und ackert für eine Mannschaft, die ihn größtenteils ignoriert, tut mir so leid und das hat er echt nicht verdient. Ja, ich gehe da mit, bis auf diese Sache mit dem zweiten Anzug, das fühle ich nicht. Ich habe es ja jetzt vorhin einmal ausgeführt. Ähm, nein, da war nicht der zweite Anzug auf dem Platz. Ja, also fühle ich nicht so. Glastron, vortreffliche Analyse, wie kann man ein Spiel so angehen? Das geht voll auf die Kappe von Tuchel, obwohl viele Spieler noch knapp die Note 5 bekommen müssen. Wenn ich sehe, dass da oft 2 bis 3 Spieler auf einem Fleck gespielt haben, ist das Kreisklasse. Egal ob Musiala, Gnabry, etc. und Davies gegen 90 Minuten spazieren, der hat wohl mehr Gedanken an zukünftige Verträge. Joa, gibt's nichts groß hinzuzufügen. Warum McCain am Ende nicht eingewechselt hat? Ja. Tristan. Gerard Berger, vielleicht ist diese Niederlage besser für uns vor dem Spiel gegen Dortmund, denn wenn wir am Ende das Tor doch noch gemacht hätten, wäre wieder alles top, 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 top gewesen. Ja, kann vielleicht so sein. Vielleicht sehen wir eine Reaktion gegen Dortmund. Mag so sein. Vielleicht zieht Tuchel jetzt mal den Ton ein bisschen an oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ich aber die letzte Saison sehe, das Verhalten nach den Niederlagen gegen Mainz, nach den Niederlagen gegen Leipzig und so weiter, da hat das auch nichts gebracht. Ja. Und nochmal, ist ja das, was ich letzte Saison schon sagte, am Ende der letzten Saison. Ich glaube, Tuchel hat sich da schon unglaubwürdig gemacht. Mit seinem Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat. Mit dem Verhalten bei Tell und so weiter. Das hat ihn schon verbrannt. Ja. Ja, Stefan H., ich weiß nicht, ob du es vielleicht nicht mitbekommen hast. Tuchel hat das mit Kane im Interview im ZDF nach dem Spiel erklärt. Er wollte mit der Kane-Einwechslung auf die Verlängerung warten und hat ihn deshalb nicht vorher gebracht. Dass dann in der letzten Minute noch das Gegentor kam, war unglücklich. Da weiß ich den exakten Wortlaut nicht mehr. Im Prinzip spielt es ja eh keine Rolle. War halt eine beliebige, sich selbst widersprechende Ausrede aus dem Regal. Falls du das nicht mitbekommen hast, dachte ich, das musst du unbedingt wissen. Ja, danke dafür. Habe ich natürlich mittlerweile mitgekriegt und ja, ich habe es ja vorhin schon ausgeführt. Spätestens in der 75. Minute hätte es ein Heavy bringen müssen. Fertig. Olli Engel, ich bin immer noch sprachlos, kann nur sagen, verdient verloren. True. Malex, wenn unsere Topstars nur einen Bruchteil von dem Teamgeist, Herz und Leidenschaft dieser Brücker hätten, dann wären wir eine Topmannschaft. Ja. Da konntest du aber auch schon das Spiel gegen Galatasaray sehen. Ja, das war auch eine Mannschaft, die da stand, gegen uns stand. Auch Darmstadt in der ersten Halbzeit. Für diese Leistung müssten die Spieler eigentlich den mitgereisten Fans ihre Unkosten erstatten plus Schmerzensgeld zahlen. Anfangs war ich ein großer Fan von Alphonso Davies. Leider wird er gefühlt jede Woche schlechter statt besser. Wenn er versucht, den Ball zu stoppen, sieht das aus wie Flipperspielen und Defensivqualität hat er auch nicht. Eigentlich hat er gar nichts außer Speed. Kimmich Holding Six war wohl nix. Choupo-Moting hat heute ein super Spiel als unsichtbare Neun gemacht und Leroy Sané war für mich heute auch ein Totalausfall. Wenn bei den anstehenden Vertragsverhandlungen auch nur ein Spieler eine Gehaltserhöhung bekommt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, dass man die Verträge verlängert. Das ist mein Take. Ja, ich verstehe das, dass man sagt, oh, Leroy muss jetzt mega Vertrag, Blasels. Nochmal, der Junge hat 9 gute Spiele gemacht. Lass es 10 sein oder 9 oder 8 und 2 halbe oder sowas. Ist ja auch Wurst. Erstens, ich habe es schon oft gesagt, beim Leroy muss man da mal die Hinrunde abwarten. Und dann warten wir auch nochmal die Rückrunde ab. Und wenn er dann von den, vielleicht, es sind jetzt ein paar weniger Spiele, 45 Spiele vielleicht, wären es am Ende, wenn überhaupt. Wenn er davon dann 2/3 auf oberstem Level performt, gehe ich mit, kannst den Vertrag verlängern. Sollte das nicht der Fall sein, gehört der Vertrag nicht verlängert. Ganz einfach. Man muss mal die gesamte Zeit sehen, die er bei uns ist. Und die gesamte Zeit ist schlecht. Wir brauchen keine Spieler, die nur 1/3 der Saison performen. Die ist Serge Gnabry. Obwohl Serge Gnabry eigentlich nur performt hat, wo es um seine Vertragsverlängerung ging. Böses, wer da jetzt irgendwas denkt, wa? Warum der Leroy vielleicht gerade mal ein bisschen Gas gibt. Um vielleicht den nächsten fetten Vertrag sich einzukassieren. Und dann haben wir die nächste Graupe da hocken, wie es beim Serge gerade der Fall ist. Ja, und das ist ja beim Serge auch nicht gerade erst seit ein paar Wochen so, aber seit ein paar Monaten, seitdem er den Vertrag verlängert hat. Ja, er hat zwischendurch mal so 2, 3 Spiele ein bisschen Bock. Ne? Und danach siehst du ihn wieder gar nicht mehr. Und es ist ihm, wie man ja sieht, auch scheißegal, weil es ändert sich ja nichts. Es ändert sich nichts an seiner Einstellung, es ändert sich nichts an seiner
Vermögen. Warum auch? Man kriegt 20 Mille, sitzt auf dem Arsch rum, fliegt mal nach Paris, macht hier, macht da. Ja, warum denn nicht? Würde ich nicht anders machen. Andere Beispiel, Bunazar. Nix gegen Bunazar, ich hätte es an deiner Stelle nicht anders gemacht. Kassiert 4 Millionen, jetzt spielt in der Saison 30 Minuten insgesamt. Ja, was sind das denn für Zeichen, die man setzt? Was sind das für Zeichen, die man innerhalb der Mannschaft aussendet? Was sind das für Zeichen, Leute? Oh, da könnte ich platzen bei. Das hat da angefangen, wo Coman den Vertrag verlängert hat. Da hat der ganze Scheiß angefangen. Weil er schon mit, worum ging's? Ich weiß, ich müsste das Video angucken, ich habe da damals auch ein Video zu gemacht. 13, 14 Mille waren ihm geboten oder was und er wollte unbedingt 17 oder 18 haben oder waren sogar 17 geboten, er wollte 20 haben, irgendwie sowas. Und er hat die gekriegt. Na, er hat die gekriegt. So, und deswegen ist dann Serge hinterhergestiegen und hat gesagt, Junge, wenn der so viel verdient, will ich auch so viel verdienen. Legitim, ja, und so weiter und so fort. Wir müssen mal wieder weg von diesen ganzen scheiß Kackverträgen, wo wir Spielern zig Millionen in den Arsch schieben, obwohl sie nichts leisten. Warum ist es denn nicht möglich zu sagen, pass mal auf, hier, du bist hier beim FC Bayern München, hier kriegt jeder Spieler 5 Millionen Grundgehalt im Jahr. Und dann kriegst du, je nachdem, welche Position du spielst, für bestimmte Werte, bestimmte Boni. Pro Spiel am Ende der Saison ausgezahlt. Ganz einfache Kiste. Ja? Warum nicht sowas? Da musst du gar nicht anfangen und sagen, keine Ahnung, als Stürmer musst du 30 Tore haben oder sowas, weil dann förderst du vielleicht auch ein bisschen den Eigensinn. Du kannst einfach mal argumentieren, Mannschaftsleistung oder meinetwegen Punktprämien. Ja? Punktprämien plus die Benotung zum Beispiel, ja, wo man eine Durchschnittsnote nimmt. Oder dass man da jemanden wie den Sportdirektor oder sonst wen hat, der die Spieler am Ende des Spiels benotet. Und fertig. Ja. Und dann sagst du, ja, hier, je nachdem, welches Potenzial da ist bei dem Spieler, kann dieser Spieler maximal auf 15 Millionen kommen, dieser Spieler kann maximal auf 20 Millionen kommen, dieser Spieler maximal auf 8 Millionen und so weiter und so fort. Ja. Aber man müsste doch mal weg von diesen ganzen Verträgen, wo die Spieler die Kohle in den Arsch geschoben kriegen und es scheißegal ist, was für eine Leistung sie bringen. Ja. Sie haben 17 Millionen Jahresgehalt ohne Prämien. So. Interessiert die das, ob die dann noch ein paar 100.000 am Ende durch Prämien kriegen oder durch einen Meistertitel oder sowas? Nein. Ja. Das ist aber ein generelles Problem im Fußball. Na, nicht nur jetzt auf den FC Bayern bezogen, aber bei uns sieht man das halt seit Jahren leider extrem. Nach den ersten 5 Minuten mit dem hintenrum Geschiebe hat man gewusst, was das heute wird. Naja, erste 5 Minuten kann man das noch so hinnehmen, ja, weil man erstmal so den Platz angucken, weil ja da viel auch war, so der Platz ist scheiße und so weiter. Der teilweise auch wirklich schlecht war, darf aber keine Ausrede sein, ja. Da muss man durch. Das ist halt, dann muss man halt mal andere Tugenden an den Tag legen. Ja, aber es war halt einfach nicht gut. Adrian, ich kann die Kritik an Tuchel verstehen, aber ich finde, die Arroganz der Spieler war in diesem Match unfassbar. Keiner hat das Spiel ernst genommen, kämen unterirdische Pässe und am Ende dann merken, jetzt brauchen wir noch ein Tor. Die Aktion mit den Fans, die Müller erwähnt, zeigt die Arroganz auch nochmal gut. Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das mit Arroganz zu tun hatte. Ich glaube, ja, na klar ist das menschlich, dass du den Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt. Spätestens in der Halbzeitpause kann es keinen Spieler mehr auf dem Platz gegeben haben, der diese Mannschaft unterschätzt hat, was 1:1 stand. Und dass das mit Arroganz zusammenhängt, nee. Ich glaube, die Spieler, ja, entweder sind ihnen die Fans scheißegal, das hat nichts mit Arroganz zu tun, das ist dann einfach, wie man sich mit dem Verein identifiziert. Das hat man dann ja auch gesehen, welche Spieler zu den Fans gegangen sind. Ja, und da war 'n Kimmich bei, dafür natürlich Daumen nach oben. Da war aber auch 'n Mathys Tel bei zum Beispiel und so weiter. Vielleicht ist es einfach auch Scham, ne? Dass sich Min Jae Kim da nicht identifizieren kann man irgendwo verstehen. Vielleicht hat er auch einfach 'n bisschen Angst gehabt, aufgrund seiner Leistung. Ja, vielleicht hat er sich geschämt. Das ist schwer zu sagen. Also, das so pauschal zu sagen, weiß ich nicht, mit Arroganz. I don't know.
Wird langsam zur Gewohnheit, dass wir im Pokal nichts reißen. Ja, nach 3 Jahren, kann man das mal sagen. Peter Lünnemann: „Mahlzeit Kai, wenn ich die Spiele der Bayern so sehe, dann erkenne ich gar nicht mehr, wer wir sind." Ja, gehe ich mit. Für mich ist das nicht Bayern München, sondern ein Haufen starker Einzelspieler, die aber keine Mannschaft sind. Ja, für mich ist es das genauso. Vor ein paar Jahren sind die Jungs auf den Platz gegangen, dem Gegner direkt klargemacht, dass sie gegen den FC Bayern spielen und nur einer gewinnt. Bayern und sonst keiner. Diese Mentalität, Einstellung und Siegeswillen von Sekunde 1 an ist uns komplett abgegangen. Auf den Trikots steht FC Bayern drauf, aber ist ganz wenig FC Bayern drin. Yes, ich kann deinen Post zu 1000% unterschreiben. Auch fürs Dortmund-Spiel sehe ich schwarz. Ja. Ich sehe das ähnlich. Wir haben keine Mannschaft auf dem Platz. Punkt. Haben wir letzte Saison schon nicht gehabt. Ja. Und dann, was soll sich ändern? Was soll sich ändern? Der Kern der Mannschaft, die Führungsspieler oder die angeblichen Führungsspieler sind alle noch dieselben. Was soll sich ändern? Es war klar, dass sich nichts ändert, wenn diese Spieler da sind, da bleiben und keinerlei Konkurrenz bekommen. Ja? Oder man die Konkurrenz noch verjagt nach Liverpool. So, was soll sich dann ändern? Es kann sich nichts ändern. Frano 79: „Hey Red, natürlich mit meiner blau-schwarzen Brille sehe ich das anders. Maßlos unterlegen sah für mich in den ersten 45 Minuten gar nicht mal so sehr aus. Ballbesitz war 60-40, wenn ich mich richtig erinnere." Ähm, Ich weiß jetzt nicht, worauf bezogen das jetzt ist. Also, ich glaube nicht, dass Saarbrücken maßlos unterlegen war. Also, wenn ich das gesagt habe, dann war's auf jeden Fall falsch, also. 2. Halbzeit, klar waren wir am Drücker. Ähm Ja, aber das, was Saarbrücken fußballerisch nicht konnte, haben sie durch Einstellung und Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit weggearbeitet, ja. Und deswegen am Ende auch verdient weitergekommen. Also, und wenn das jetzt auf uns bezogen ist, dass wir 60% Ballbesitz in der ersten Halbzeit hatten, ja, wir haben am Ende 75% Ballbesitz gehabt, was ja, du bist 1:2 und bist ausgeschieden, also hat dann auch nichts gebracht, ne? Renex, warum Kane nicht gekommen ist, verstehe ich auch nicht. Aber es ist nur ein Spiel und Fußball ist nun mal so. Die meisten wünschen sich, dass David gegen Goliath gewinnt. Saarbrücken hat auch super verteidigt und mit viel mehr Herz gespielt. Unsere Bayern müssen wieder eine bessere Mannschaft werden. Top-1-Talente reichen allein nicht für eine gute Mannschaft. Wenn dann die Abstimmungen passen, wird es auch wieder passen auf dem Platz. Also die Niederlage ist auch kein Untergang. Nächstes Jahr können wir es besser machen. Doch die Niederlage ist ein Untergang. Für mich ist diese Niederlage ein absoluter Untergang. Erst stimme ich dir voll zu. Dass Kane nicht gekommen ist, haben wir schon ausführlich, aufgearbeitet. Die meisten wünschen sich, dass gegen Goliath gewinnt. Natürlich, völlig zu Recht. Auch was du über Saarbrücken schreibst, völlig zu Recht. Ähm, Wir müssen eine bessere Mannschaft werden. Nein, wir müssen überhaupt mal eine Mannschaft werden. Wir sind keine Mannschaft auf dem Platz, ja. Top-1-Talente reichen nicht. Haben wir jahrelang in Paris gesehen, ne? Immer die Top-Einzelspieler und es hat nie gereicht für 'n großen Wurf. Ähm Wenn dann die Abstimmungen passen, wird es auch wieder passen auf dem Platz. Ne, das sehe ich halt nicht so. Weil da ist in meinen Augen oder nach meinem Empfinden allerspätestens in der letzten Saison viel zu viel innerhalb der Mannschaft kaputt gegangen, ne? Das hat auch dann diese Aussage Tuchel nach der PK so: „Ja, wir haben jetzt den Spielern auch gesagt, die sollen nicht gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen." Ähm, Wenn du 'ner Mannschaft so etwas sagen musst, dann siehst du schon, dass das keine Mannschaft ist. Also, wenn du in 'ner Mannschaft bist, gewinnst du zusammen, verlierst zusammen. Und dann gehst du nicht nach dem Spiel dahin und zeigst mit dem Finger auf deinen Mitspieler. Das macht man nicht, ja? Ähm, und das hat in meinen Augen schon sehr, sehr viel über den Zustand der Mannschaft verraten, ja. Dass die Niederlage kein Untergang ist, ist sie für mich schon. Warum? Weil sie der Höhepunkt ist der letzten Wochen und Monate, ja. Hätten wir jetzt, überzeugende Leistungen gebracht und würden da stehen, wo wir gerade stehen in der Bundesliga und in der Champions League und das wäre jetzt ein Ausrutscher gewesen, würde ich dir voll zustimmen. Ja, mal einen schlechten Tag erwischt, schlechte Tagesform und dann fliegst du mal raus gegen kämpferisch aufopfernde Mannschaft. Ja, gar kein Thema. Bin ich 100% bei dir, kann mal passieren. Nächstes Jahr machen wir es besser. Würde ich fühlen, aber es war nicht so, ja? Wir haben ganz, ganz, ganz viel Glück gehabt, die anderen Spiele, ja? Oder
das Glück gehabt, dass die anderen Mannschaften nicht die Qualität hatten, um unsere Schwächen auszunutzen und wir das Glück hatten, dass unsere Individualisten da vorne Lust hatten, eine gute Form hatten und die Dinger gemacht haben. So, das ist der einzigste Unterschied gewesen. Und deswegen ist das für mich ein Untergang, ja, weil es absehbar war. Es musste passieren. Es musste schon gegen Galatasaray passieren, da ist es dann nicht passiert. Dann Darmstadt kannst du aus bekannten Gründen mal rauslassen. Und jetzt ist es gegen Saarbrücken passiert. Und wenn wir nicht die Kurve kriegen und jetzt in 90 Minuten eine gute Leistung gegen Dortmund zeigen, wird das in Dortmund auch passieren. Und es kann in Dortmund dann richtig ungemütlich werden. Ja? Wenn die Dortmunder sich in Rausch spielen mit ihrem Publikum, mit ihrem Stadion und guck dir unsere Abwehr an. Ich habe noch nicht ein Spiel gegen einen starken Gegner gesehen, wo unsere Abwehr gut war. Ja? Leipzig, Leverkusen, Manchester United. Dann kann das richtig böse werden. Ne? Aber richtig böse. Weil ihr müsst nicht denken, dass Dortmund sagt, wenn die merken, oh, der große FC Bayern ist wackelig, ist angeschossen, ist schwach, dass die dann sagen, ach ja, alles gut, 2-0 reicht uns, wir schonen uns jetzt mal. Ja, da geht's ums Prestige, das ist der deutsche Klassiko, Alter, die werden 90 Minuten Vollgas dann geben. Völlig zu Recht und ja, das kann dann aber ganz, ganz nach hinten losgehen. Das Gute ist, der Tuchel hat ja schon die Ausreden am parat liegen, ja. De Ligt ist verletzt. Upa kann er dann sagen, ja, Upa, der war jetzt aber auch noch nicht, ne, der kam gerade auch frisch aus der Verletzung, er hatte doch gar keine Spielfitness. Dasselbe kann er sagen, wenn Leon spielen muss. Dasselbe kann er sagen, weil Kimmich rot gesperrt ist. Dann stellt er vielleicht noch einen Pavlovic auf, weil er keine andere Wahl hat. Dann kann er noch sagen, ach ja, der Junge, das konnte ja nicht klappen oder bringt einen Kretzig oder sonst was und hat dann die Ausreden parat liegen. Also. Und dann wird schwer, ja, dann wird schwer. Es ist zu hoffen, dass jetzt Tacheles geredet wird, nicht nach draußen, innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft. Wenn man aber so die letzten Aussagen hört, was da alles an Leistung schön geredet wurde, nehme Galatasaray als bestes Beispiel, dann glaube ich das nicht, ja. Und das haben wir auch schon letzte Saison gesehen. Also vielleicht überrascht mich unsere Mannschaft und wir sehen echt eine Reaktion gegen Dortmund. Es ist zu hoffen, aber mein Bauchgefühl ist gerade ganz, ganz wild. John, du hast vollkommen recht wir haben keine Spielidee. Uns fehlt ganz klar der Ersatz zu Thiago, als er gegangen war. Bis jetzt nicht wirklich, eher gar nicht ersetzen können. Ja, aber das will ich jetzt gar nicht an einem Spieler festmachen. Ich mache das an der Spielidee fest. Selbst wenn du jetzt sagst, yo, Kimmich, der Sechser ist scheiße, musst du ja trotzdem eine Spielidee haben. Ja? So, man muss ja eine Spielidee haben. Entweder unsere Innenverteidiger öffnen das Spiel mit Diagonalbällen, wie wir es jahrelang gemacht haben. Entweder oder man sagt, unser Sechser öffnet das Spiel mit Diagonalbällen. Oder man sagt, ja, unsere Innenverteidiger oder die Sechser versuchen den Ball über Außen nach vorne zu spielen, über unsere Außenstürmer. Oder man sagt, wir geben dem Achter den Ball oder den Zehner, Musiala, der sich dann mal fallen lässt. Und der legt den Ball dann nach außen. Dann versuchen wir wieder den Ball nach innen zu legen. Dann vielleicht nochmal den Ball tief zu stecken auf den Harry Kane. Sonst was. Ein paar einstudierte Spielzüge, die sich wiederholen. Wir haben jahrelang einen Arjen Robben bei uns gesehen, der jahrelang immer und immer wieder den gleichen Move gemacht hat. Der jeder Verteidiger wusste, wenn der Arjen auf ihn draufläuft, was ein Arjen machen wird. Der Arjen brauchte gar nicht erst antäuschen, dass er rechts an dem Spieler vorbeigeht. Er wusste, was der Arjen machen wird. Und der Arjen hat trotzdem Dinger immer und immer wieder gemacht. Egal welcher Weltklasse-Verteidiger oder welcher knüppelharte Hund da stand. Ja. Wegen seiner individuellen Qualität. So. Und wir haben eine unglaubliche individuelle Qualität in unserer Mannschaft. Deswegen stehen wir ja aktuell trotz dieser miserablen fußballerischen Leistung da, wo wir stehen. Warum ist es dann so schwer zu sagen, wir studieren mal 3, 4, 5 Varianten ein, so wie man es aus dem American Football zum Beispiel kennt, wo man gewisse Spielzüge einstudiert. Das muss doch möglich sein. Und das werden die Gegner dann früher oder später entschlüsseln. Keine Frage. Wo Jupp Trainer war, wo Hansi Trainer war, haben die das dann auch irgendwann entschlüsselt, wussten genau, wie wir spielen. Aber wir haben uns trotzdem durchgesetzt, weil wir halt diese individuelle Qualität haben.
aber die nutzen wir gar nicht. Wir haben keine Spielidee. Und ja, selbst wenn du dann sagst, unsere Abwehr ist scheiße. So, weil wir keinen Sechser haben. Punkt. Ja, können wir argumentieren, gehe ich mit. Wir haben nur 7 Gegentore, ja, in der Bundesliga. Das spricht schon mal eher dagegen. Liegt aber, wie ich schon sagte, daran, dass wir viel Glück hatten und der Gegner sich nicht immer 100% getraut hat und nicht so den Killerinstinkt dann vorne hatte. Aber selbst wenn dem so wäre und würden in jedem Spiel 2 Tore kassieren, ja, muss es doch trotzdem möglich sein, dass man sieht, dass wir nach vorne eine Spielidee haben. Und das sehe ich nicht. Ich sehe keine einstudierten Spielzüge nach vorne. Null. Null. Absolut null. Ja. Wir haben nicht eine Flanke gesehen. Ich habe immer noch nicht mehr wie 10 Flanken gesehen die Saison von uns. 10 Flanken in allen Spielen. Obwohl du einen Harry Kane auf dem Platz hast. Obwohl du teilweise einen Goretzka auf dem Platz hast, der vorne mit den 16er geht. Oder Müller, der auch vorne mit den 16er geht. Traurig. Traurig. Ich sehe keine Spielidee. GB, wir haben seit der letzten Rückrunde nicht ein überzeugendes Spiel gesehen. Das kannst doch keinem erzählen. True. 100% true. Nehmen Bochum raus. Bochum war schon überzeugend. Also da hast du schon ein überzeugendes Spiel gesehen, was aber, wie ich jetzt schon mehrmals sagte, dieser Mann-gegen-Mann-Geschichte der Bochumer geschuldet ist. Dominik, ich muss sagen, ich mag Tuchel eigentlich, aber ich glaube, dass wenn sich das nicht um 180 Grad dreht, dass er dann spätestens zur Winterpause raus ist, wobei ich momentan auch nicht sehe, wer die Alternative zum aktuellen Stand ist. Ganz ehrlich, das ist scheißegal. Also ich gehe da mit. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn so ein Eberl kommt, ich glaube, deren erste Amtshandlung könnte dann in diese Richtung gehen. Ja. Weil dann hast du einfach traurig, aber wahr oder traurig, dass man so denken muss, dann hast du einfach das Argument. Ja. Es ist ein neuer Sportdirektor da und der sagt, ja, ich kann einfach nicht mit dem Trainer. Es ist egal, ob der gerade erfolgreich ist. Ich kann einfach nicht mit dem Trainer. Der Sportdirektor steht über den Trainer. Wir werden zur nächsten Saison einen neuen Trainer verpflichten. Punkt. So einfach kannst du das argumentieren. Nochmal, wenn du das jetzt argumentierst, du würdest jetzt einen Tuchel rauswerfen, machst du dich noch mehr lächerlich. Du hast letztes Jahr Nagelsmann rausgeworfen, weil die Tendenz zu schlecht war in der Richtung, die es ging. Jetzt spielst du Ergebnisfußball. Ja, jetzt hast du natürlich den ersten Dämpfer gekriegt. Das ist natürlich jetzt so das erste Argument gegen Tuchel. Aber ansonsten hast du keine Argumente. Ja. Weil die Ergebnisse, die Platzierungen stimmen. Auch wenn der Fußball grottig ist und wir wirklich, wenn man die Spiele einzeln betrachtet, schon glücklich dastehen, wo wir stehen. Was die Alternative angeht, nochmal, scheißegal, du brauchst einfach frischen Wind. Ja? Und du brauchst einen Trainer, der drauf scheißt. Der aber dann auch die komplette Rückendeckung hat vom Verein. Ja? Nagelsmann war für mich der Trainer, der so die Innovation bringt. Hat man ja gesehen, der wollte mit Dreierkette spielen und so. Wir haben das Thema Nagelsmann mehr als aufgearbeitet. Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen, das ist auch die falsche Stelle hier. Du musst einen Trainer holen und du musst dem Trainer volle Rückendeckung geben. Ansonsten, du kannst das auch mit dem Tuchel machen. Ne? Da musst du jetzt ein klares Zeichen setzen nach außen. Musst du ganz klar, muss der Sportdirektor sich da hinstellen und ganz klar Kante zeigen und sagen, Tuchel ist unser Trainer die nächsten 2, 3 Jahre. Punkt. Und da muss man danach handeln. Wenn du dann die Spieler hast, die nicht mitziehen, dann musst du die Spieler auf die Tribüne setzen. Punkt. Ja? Du musst den Trainer deinen Rücken stärken, egal wer der Trainer ist. Ganz einfache Kiste. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das auch, dann gebe ich dir recht, das ist egal, wen du holst. Der wird wieder vor dieselben Probleme gestellt werden. Der wird wieder die Spieler haben, die da ewig rumdümpeln, die angeblichen Führungsspieler sind, die Mimimi machen, wenn sie dann mal nicht spielen, zum Vorstand rennen und sonst was. Ja, das geht da nicht. Du brauchst einen Trainer, der die Eier hat, diese Spieler nach Leistung aufzustellen, der auch die Eier hat, neue Systeme zu integrieren, was ein Nagelsmann machen wollte. Da haben die Spieler rumgeweint, da hat der Mannschaftsrat rumgeweint. Nagelsmann hat sich davon beeinflussen lassen, hat alles wieder zurückgerudert. Ja, da hättest du als Verein anders agieren müssen. Du hättest den Nagelsmann zu 100% den Rücken stärken müssen
und hättest sagen müssen: „Ja, pass auf, wenn ihr das nicht könnt als Spieler, wenn ihr überfordert seid damit, ist das völlig okay. Dann bedanken wir uns bei euch für eure Leistung und dann sucht euch bitte zur neuen Saison 'n neuen Verein und wir suchen uns neue Spieler.“ Ganz einfache Kiste, ja? Aber das macht man nicht. Da hat man als Verein auch nicht die Eier zu, sich mal hinter 'm Trainer zu stellen und zu sagen: „Das ist für die nächsten 2, 3 Jahre unser Trainer, egal was passiert.“ So, das hat man nicht, weil man nicht die Eier hat, diese 3, 4 Spieler, weil sie die einzigsten verbliebenen deutschen Nationalspieler sind, vom FC Bayern auszusortieren. Ja. Und dann wird's schwierig, ne? Ralf, hallo, mal eine direkte Frage an dich. Hättest du die Möglichkeit, euren Trainer auszutauschen gegen einen neuen deiner Wahl, würdest du Körner Thomas gehen lassen? Könner. Meinst du Könner? Könner Thomas gehen lassen? Gruß aus Dortmund und weiterhin viel Erfolg für deinen Kanal. Erstmal danke. Ähm, Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe es ja gerade vorher ausgeführt. Ich denke, du musst als Verein einfach jetzt hinterm Trainer stehen. Es ist egal, ob du das mit dem Tuchel jetzt machst, ja, wenn das so ist. Ähm, Sagen wir es so, wir haben jetzt den Fußball von Thomas Tuchel gesehen. Der war bisher super bescheiden. Super bescheiden. Ich habe vom Tuchel ganz anderen Fußball erwartet, wie ich aktuell bei uns sehe. Ähm, Das Ganze jetzt nur daran festzumachen, dass man sagt, ja, der Tuchel braucht noch seine Holding Six und der Tuchel braucht noch seinen rechten Verteidiger, ähm, sehe ich nicht, weil ich habe es vorhin auch ein paar Kommentare vorher erörtert, ich einfach kein System sehe im Offensivfußball. Ich sehe keine Spielidee, ich sehe kein System. Von daher, und Tuchel ist jetzt lang genug da. Er hatte eine Vorbereitungszeit, irgendwas einzustudieren. Ähm, Er hatte die Chance, den gestandenen Spieler mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen. Das hat er beim Goretzka ja mal kurzzeitig versucht. Habe ich ja schon meine These zu gesagt, warum, wieso, weshalb. Ähm, von daher, wenn ich jetzt so diesen Kipppunkt sehe, der gegen Galatasaray war und jetzt die logische Konsequenz gegen Saarbrücken. Also, ich würde das jetzt daran festmachen, ob die Mannschaft wie die Mannschaft jetzt in Dortmund reagiert, ja? Das ist schon 'n Knackpunkt. Sollten wir da nicht, man kann in Dortmund verlieren, ja? Es ist die Art und Weise, die den Ausschlag geben wird. Wenn die Art und Weise so ist, wie sie die letzten Wochen ist, dann gehört 'n Tuchel weg. Punkt. Da lege ich mich fest. Warum? Ich habe es grade gesagt, wir haben einfach keine Spielidee. Und dann zu sagen als Verein: „Ich stelle mich jetzt hinter diesen Trainer, der bisher keinerlei Spielidee hat und ich haue im Winter irgendwie noch mal jetzt um die 100 Mille raus“, wenn man wirklich was haben möchte, was einen verstärken wird, ähm, fühle ich dann persönlich nicht, ja. Wen du dann als neuen Trainer holst, ja, schwierig, super schwierig, ja. Auch da müsste man dann wieder Eier haben und richtige Eier haben und da irgendwie vielleicht 'n jungen, unerfahrenen Trainer holen, anstatt wieder irgendwie so 'n Uralt-Trainer oder so was. Aber selbst wenn man das tun würde, man muss einfach dann 'n Trainer holen und man muss glaubwürdig von Vereinsseite hinter diesem Trainer stehen, ja, so. Und das hätte man beim Tuchel auch schon tun müssen. Den Tuchel hat man ja auch wieder im Regen stehen lassen bei vielen Themen. Und das sind Dinger, die nicht gehen. Das ist nicht Bayern-like, Alter. Das geht nicht, ja? Und die andere Frage ist, wer tut sich das beim FC Bayern noch an? So, ein Nagelsmann ist gescheitert, ein Tuchel, hat es auch bisher schwer gehabt, auch wenn die Ergebnisse natürlich etwas anderes sagen. Keine Ahnung, welcher Trainer tut sich das an, ne? Du musst einen Trainer haben, erstens, der sich von Hoeneß und Rummenigge nicht irgendwie reinlatschen lässt. Da musst du schon mal die Eier für haben. Ähm, Da musst du die Eier haben, gestandene Spieler, die seit 1,5 bis 2 Jahren sehr durchwachsene Leistung bringen, knallhart auszusortieren und auf die Bank zu setzen, auch wenn das im Mannschaftsklima, knallen wird, ja? Du musst einfach endlich anfangen, nach Leistung aufzustellen, egal wie alt die anderen Spieler sind. Ähm, und das Wichtigste, der Verein muss hinter dem Trainer stehen. Dann ist der Name am Ende des Tages egal. Er muss fachlich was drauf haben, ja? Und solange die Sachen alle nicht gegeben sind, wird das nix.
Ja, du kannst natürlich, wenn du so 'n Trainer finden würdest, wie es 'n Louis van Gaal war, ähm, dann musst du dich nicht dahinstellen und sagen: „Ich stelle mich hinter dem Trainer", weil dem das scheißegal ist, Alter. Der besitzt so viel Autorität, dem ist das scheißegal, ja? Der haut die Spieler raus, das ist denen egal, ob die, Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka, Manuel Neuer oder sonst wie heißen würden. Wenn die keine Leistung bringen würden, würden die nicht spielen. Und der würde sagen: „Hier, ist der Pavlovic, der überzeugt mich, das ist mein neuer Sechser, Punkt." Da würde er gar nicht rumdiskutieren, ja? Ähm Und ob das dann dem Verein gefallen würde oder nicht, wäre ihm scheißegal. Ja, das muss man ganz klar so sagen. So 'ne Art Trainer kannst du natürlich auch holen. Aber diese Art Trainer musst du erst mal finden, ja. Ähm, ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und das andere Problem, was ich für 'n Tuchel sehe, ist, dass 'n Hoeneß kein Tuchel-Fan ist. Das war er noch nie, ja. Rummenigge, ja. Rummenigge wollte ihn damals schon zu uns holen, wo er in Dortmund war. Da hat Hoeneß sein Veto eingelegt. Keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Kim Min-jae, einfach mit der schlechteste Mann heute gewesen. Hätte Sané länger drin gelassen, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte Sané nicht länger drin gelassen. Aber das ist Ansichtssache. Immer wenn Kimmich spielt, habe ich Angst. Hat sich heute wieder erstmal Fixie Goodman. Immer wenn Kimmich spielt, habe ich Angst, dass sich heute wieder bewahrheitet. Bitte sagt dem mal einer, dass er auf seiner Position bleiben soll oder gar nicht einwechseln. Gegen den BVB haben wir wieder gute Chancen, kein Kimmich. Also wenn Tuchel dieses Kimmich-Problem nicht löst, sehe ich keine Zukunft für ihn. Ja, habe ich ja jetzt schon mehrfach ausgeführt. Ja, wild. Aber jetzt nur die Niederlage in Saarbrücken hat jetzt nichts mit dem Kimmich zu tun, ja, das mal ganz klar zu sagen. Ja, ich hau auch oft genug auf 'n Kimmich drauf, wenn er da rumirrt und scheiße ist und scheiße spielt. Genauso sage ich's aber auch, wenn er gut spielt, wie gegen Mainz oder Bochum. Ähm, die Niederlage lag jetzt nicht am Kimmich. Ja, da war die ganze Mannschaft war einfach nicht da. Max Albert. Finde, bei Tore sieht es oft bei seiner hektischen Art so aus, als ob er relativ viel tut, aber dabei wenig rauskommt. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Wirklich, ganz schwer. Also, was ich bisher gesehen habe, ich sehe keine Handschrift. Das ist das Ding, was mir fehlt. Ich sehe keine Handschrift, keine Spielidee. Ich weiß es nicht. PB-Player, na ja, gibt was Positives. Die haben in der Liga auch gegen Dortmund gewonnen, sogar 2:0. War zwar Dortmund 2, aber man sollte das Positive draus ziehen. Das Tuchel macht Bayern schauen gar nicht mehr so richtig Spaß. Tolle Ergebnisse haben gestimmt bis heute, aber dieser Teamgeist und das Feuerwerk fehlt. Bei Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig sieht man einen Plan und 11 Freunde. Dortmund spielt zwar ebenfalls nicht so gutes Niveau gerade, aber die beißen wenigstens, so wie Saarbrücken gerade defensiv so am Fighten. Hab Angst vorm Samstag. Ja, ich gratuliere dir zu diesem Beitrag, den kann ich auch zu 1000% unterschreiben. Naji, ich glaube, die Schuld liegt eindeutig in der Transferpolitik des Vereins. Es ist einfach unverantwortlich, mit nur 3 Innenverteidigern, einem Rechtsverteidiger und 3 Achters ohne Sechser in die Saison zu gehen. Egal wer du aufstellst, es ist keine Restverteidigung da. Es ist unglaublich, wie man dem Trainer seine Transfers immer wieder abspricht. Ja, bin ich bei dir. Es gab natürlich, müssen es nicht wieder aufarbeiten, oder? Dani Pavard, kein Ersatz. Nur Min-jae verpflichtet, keinen noch irgendwie talentierten jungen Innenverteidiger. Ja, Buchmann ist da, der ist ständig verletzt. Da hätte man sich noch irgendwie ein Talent sichern sollen oder irgendwie einen aus der zweiten Mannschaft dauerhaft hochnehmen sollen. Ähm, Sechser sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Man hat einen Pavlovic, der hat in der Vorbereitung gespielt, hat's gut gespielt. Hätte man vielleicht einfach mal drauf setzen sollen und König Kimmich mal nicht die Position geben sollen, die er gefordert hat, weil er sich klar gesagt hat: „Ich bin der Sechser", was er nun mal einfach nicht ist. Da hat man nicht die Eier zu gehabt, was super schade ist. Ich denke, der Junge hätte es packen können. Ähm, ja, ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Sieht man jetzt, wenn du ein paar Verletzte hast da hinten. Die andere Geschichte, was ein bisschen aber tragisch ist so 'n Guerreiro, die dauerhaft verletzt. Dadurch hat 'n Davies null Konkurrenz und man sieht, wie Davies performt. Rechtsverteidiger Posi haben wir schon besprochen. Aber das hätte man halt auch lösen können, indem man Pavlovic auf die 6 stellt, 'n Kimmich als Rechtsverteidiger und als Achter, 'n Leimer oder 'n Goretzka. Schon hättest du das Problem gelöst, ja? Aber König Joshua möchte nicht als Rechtsverteidiger spielen, bietet das ja auch noch niemals an als unser großer Leader und Führungsspieler.
Ja, dann hast du dir 'n bisschen deine Probleme auch selber gemacht, ja. Ja, es ist natürlich richtig, dass der Verein da Fehler gemacht hat. Ja, klar hätten wir noch irgendwie 'n Sechser verpflichten können müssen. Zumindest wenn man Thomas Tuchel hat und er 'n Sechser möchte, muss man auch 'n Sechser dann verpflichten oder sagen: „Hier, das ist Pavlovic, das ist dein Sechser." Ähm, dass man noch 'n rechten Verteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, hätte verpflichten müssen, beziehungsweise man hätte Stanley nie abgeben dürfen. Müssen wir nicht drüber reden, ja. Aber das ist für mich alles keine Entschuldigung dafür, dass wir keinerlei Mannschaft, geschlossene Mannschaft auf dem Platz sehen und dass wir keinerlei System, geschweige denn mal eine Strategie, mal ein ja, was wir sonst immer hatten in München. Wir hatten ja immer so: „Das ist der FC Bayern München, der wird so und so auftreten." Ob's unterm Guardiola war, ob's unterm Jupp war, selbst unterm Hansi, der es nur weitergeführt hat. Aber selbst unter Nagelsmann hast du klar gesehen: „Jo, das ist der FC Bayern, der wird dich super hoch anlaufen, der wird super hoch pressen." Ja, und seine Schwäche ist, wir spielen in die Mitte rein, im richtigen Umschaltmoment, weil die Viererkette auf Höhe der Mittellinie steht oder 10 Meter in der gegnerischen Hälfte und dann haben wir Räume. So, das wusste jeder. Das war die Schwäche unterm Nagelsmann-System. Ja, natürlich da auch ein bisschen bedingt durch den nicht vorhandenen Sechser, ne? Ist aber ein anderes Thema. Das wusste man. Aber man wusste auch, wenn Bayern dich presst und die Bälle erobert, dann steht es innerhalb von 10 Minuten 3:0, ja, wenn die Jungs da vorne Fußball spielen. Und guckt euch an, wie wir teilweise kombiniert haben unter Nagelsmann, ja? Ähm, Da hast du auch eine Philosophie gesehen. Und man kann jetzt drüber streiten, wie man zu der Philosophie steht. Ich sehe unterm Tuchel keine Philosophie. Habe ich schon in der letzten Saison gesagt. Es hat sich nichts geändert gehabt. Das Einzige, was sich geändert hatte, wo 'n Tuchel kam, er hat die Vierer Abwehrkette 20 Meter defensiver gestellt. Das war alles, was 'n Tuchel letzte Saison geändert hat. Er hat dieselben Kackspieler, die keine Leistung gebracht haben, die ganze letzte Saison spielen lassen. Und dasselbe passiert jetzt gerade wieder. Und man wundert sich, ja, ja, wir haben jetzt wird ja immer wieder hervorgehoben: „Ah ja, wir sind ja schon verbessert zur letzten Saison, weil wir jetzt nicht mehr auseinandergebrochen sind, wie wir's gegen Mainz oder Leipzig getan haben. Wir haben mal dagegen gehalten." Ne, haben wir nicht, ja? Wir haben dagegen gehalten, weil Individualisten eine gute Form hatten und Bock hatten, ja? Und vielleicht die Schnauze voll hatten, dass man ewig nur auf die Fresse kriegt. So, deswegen haben wir performt und weil wir 'n Harry Kane hatten, der super mannschaftsdienlich ist, der super unegoistisch ist und der trotzdem 'ne Maschine ist, 'n Killer vorm Tor, ja? So, das ist der einzigste Unterschied, nichts anderes. Das ist das große Problem. Und ja, ich gebe dir recht, Transferpolitik, natürlich, müssen wir nicht drüber reden, hätte besser laufen können. Und noch mal, du hättest, am Ende der letzten Saison du hättest knallhart aussortieren müssen, ne? Und dann hättest du noch mal 'ne ganz andere Transferpolitik fahren müssen. Ähm, insofern hast du natürlich recht, aber das ist für mich keine Ausrede über diese Leistung, die wir diese Saison bisher gesehen haben und diese nicht vorhandene Strategie. Glastro, und wenn es so weitergehen sollte, dürfte Alonso langsam daran denken, sich in München nach einer Bleibe umzusehen. Ja, ich finde das immer wieder gut, dass das jeder raushaut, dass Alonso nach München kommt. Ich weiß nicht, woher ihr eure Informationen habt. Ähm, Ich weiß nicht, ob er da überhaupt Bock drauf hat. Ja, ihr müsst mal immer bedenken, erstmal ist noch Real Madrid in der Verlosung, die nächstes Jahr auf jeden Fall einen Trainer suchen, ne, weil Ancelotti aufhört, oder sehr wahrscheinlich aufhört. Die andere Sache ist, Alonso hat sich jetzt eine Mannschaft aufgebaut in Leverkusen, ja, die super Fußball spielt. Wir haben das letztes Jahr gesehen, da war auch noch nicht alles rosig. Aktuell haben die einen Lauf. Ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt so als Anführungsstrichen junger, unerfahrener Trainer, ähm, ja, klar, Riesenfußballer, er hat auch schon ein paar Trainerstationen in Spanien dann gehabt und so weiter. Ähm, aber lässt man dann so eine Mannschaft im Stich? Ich weiß das nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob man das so einfach macht, ne? Leverkusen ist in allen Wettbewerben dabei. So, ja, wenn Alonso jetzt Meister wird, Europacup weit kommt, DFB-Pokal, sonst was. Wenn Leverkusen sagt: „Xavi, wir halten dir die Mannschaft zusammen." Ja.
Wird er dann sagen, ja, alles klar, ja, war schön hier, ich gehe jetzt weg, ich gehe jetzt zum großen FC Bayern, weil der gerade ruft? Weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht so 100% sicher, Leute. Ne? Wie gesagt, nochmal, er hat sich da jetzt eine Mannschaft aufgebaut. Das hat auch eine gewisse Zeit gedauert. Warum sollte man die im Stich lassen? Wenn es da super läuft und alle glücklich miteinander sind, nur weil der FC Bayern ruft, der seit 2 Jahren eine Mannschaft hat, die einfach nicht mehr wirklich überzeugt, keine Lust hat, wo du dann Vereinsoberhäupter hast, die dir reinreden. Weiß ich nicht. Schwierig, dann Alonso davon zu überzeugen, in meinen Augen. Ja. Also es ist nicht so einfach, wie ihr euch das, glaube ich, alle vorstellt. Dass man sagt, ach ja, Javi, du darfst jetzt zu uns kommen. Ne? Du darfst jetzt zu uns kommen. Wir hätten jetzt gerade Platz für dich. Sehe ich nicht so, Leute. Sunny 4400. Als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich sofort an die gleich folgende Niederlage. Also ich nicht. So wie der FCB derzeit performt, muss man die bestmögliche Aufstellung bringen. Das nächste Spiel ist nicht nur das schwerste, sondern auch das wichtigste. Diese Schon hat noch nie so wirklich funktioniert. Wenn man jetzt in Dortmund verliert, hat sich das alles doppelt gelohnt. Zur Halbzeit habe ich mich ausgeklinkt. Nee, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, gehe ich nicht ganz mit dieser Aussage. Ja, wenn man jetzt in Dortmund fährt, sich doppelt gelohnt, ja, das kann natürlich gut passieren. Kickwave, Hoeneß meint ja, Kader sei nicht zu klein. Jedes Mal das Rumgehate gegen Tuchel macht es besser. Wenn wir könnten oder dürften, ja, könnten wir das ja mal ausprobieren. Ob es dann besser wäre, klar, weiß man nicht. Aber am Ende des Tages ist der Trainer der Verantwortliche. Punkt. Ja. So, wenn du Vorgesetzter bist oder wenn du eine Abteilung unter dir hast, deine Mitarbeiter keine Leistung bringen oder Fehler machen, ja, dann kriegst du auf den Deckel vom Boss und nicht der Mitarbeiter da unten. Ja. Und so ist es einfach. So, da steht ein Tuchel in der Verantwortung und nochmal, ich habe unter Tuchel, abgesehen von Liboy, habe ich nicht gesehen, dass er auch nur einen Spieler ansatzweise besser gemacht hat. Davies wird immer schlechter unterm Tuchel. Von Kimmich brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ein Müller ist komplett außen vor, ein Musiala ist schlechter wie letzte Saison. Wir können es durchgehen. Ne? Spieler für Spieler. Mannschaftlich, Geschlossenheit gibt's gar nicht. Spielidee gibt's gar nicht. Weiß ich nicht, ob man das dann als Rumgehate gegen Tuchel nennen kann. Also zumindest von meiner Seite nicht. Ich bringe da schon, denke ich, Argumente, zumindest die ich aus meiner Sicht sehe. Ob das am Ende des Tages dann mehr Erfolg bringen würde, ja, gebe ich dir recht, das weiß man nicht. Ne? Aber es ist ja, deswegen schaut man ja Fußball. Ja, deswegen ist Fußball ja auch so der interessante Sport. Weil jeder eine Meinung hat und jeder die äußert. Chefkoch 4327. Hoffe, Hoeneß hat jetzt mal gecheckt, dass der Kader doch nicht ausreicht, wenn man in 3 Wettbewerben liefern muss. Die meisten haben recht müde gewirkt, was man ihnen nicht verübeln kann. Viele Wechselmöglichkeiten gibt es ja nicht im Mittelfeld oder Abwehr. Trotzdem muss man gegen die Drittligamannschaft gewinnen und dominieren. Gut, da mache ich nochmal das letzte Fass auf zu dem Thema. Haben wir gerade schon gehabt mit diesen Neuverpflichtungen. Nochmal, sehe ich persönlich auch ein bisschen anders. Erstens, Pavlovic, habe ich jetzt schon mehrfach ins Spiel gebracht. Kretzig, Tell, du hast die Spieler. Du hast sie nun nicht spielen lassen. Ein Tuchel setzt sich hin. Was bei mein Spiel? Ich weiß es gar nicht. Es war bei so vielen Spielen. Auf jeden Fall setzt er sich hin und erzählt, ja, die Belastung ist so hoch und unsere Reisestrapazen und ich habe so einen kleinen Kader. Genau, gegen Mainz war das. Oder vor Mainz. Und wechselt dann Müller für 3 Minuten ein. Und die anderen Wechsel waren auch irgendwie 77. oder 80. Minute, obwohl danach Galatasaray anlag. Und obwohl die Spieler, die er eingewechselt hat, vorher auch formstark waren. Ja. Und dann steht gegen Galatasaray wieder dieselbe Mannschaft auf dem Platz. Wieder ein Leroy, der gegen Mainz schon schlecht war. Ja, der vielleicht einfach müde war, möchte ich gar nicht abstreiten. Dann stehen aber wieder dieselben Spieler auf dem Platz. Und wieder dieselben Spieler spielen ewig lange, anstatt sie zur 60. Minute auszuwechseln. Nochmal, ich gehe voll mit, dass man in der Abwehr, dass da Alternativen fehlen. Müssen wir nicht drüber rumreden, ja. Mats Raui hat noch nicht eine wirklich konstant überzeugende Phase gehabt. Saar brauchen wir nicht drüber reden.
Da fehlt natürlich 'ne Alternative auf Rechtsverteidigerposition, obwohl man die mit Kimmich hätte. Es fehlt die Alternative auf Linksverteidigerposition, wobei man sagen muss, da liegt's halt einfach daran, dass 'n Guerreiro verletzt ist. Bisher haben wir Glück gehabt, abgesehen von dem Spiel gegen Preußen Münster, so dass wir immer mit 2 Innenverteidiger spielen konnten. Auch da haben wir 'ne Alternative mit dem Buchmann, der leider dauerhaft verletzt ist. Ähm, Da gehe ich also mit. Da fehlt mit Sicherheit 'ne gute Alternative, vielleicht auch 2 Alternativen. Was die Zentrale angeht, gehe ich nicht mit. Klar wäre es gut gewesen für Tuchel sein System, was er spielt, wenn er 'ne klare 6 bekommen hätte. Nochmal, es gibt 'n Jugendspieler, der 'ne klare 6 ist, der auch in der Vorbereitung spielen durfte. Den hat man danach wieder ignoriert, weil König Kimmich auf der 6 spielen muss. Ähm, und in der Offensive, denke ich, müssen wir nicht darüber reden, dass wir keine Alternativen haben. Ist für mich 'n absoluter ist absolut kein Punkt für mich, ja? Du hast 'n, Coman, du hast 'n Sané, du hast 'n Harry Kane, du hast 'n Musiala. Nehmen dir jetzt die einfach mal als die ersten 4. So, dann hast du dahinter einen Gnabry, einen Tel, einen Müller und 'n Choupo-Moting. Und wenn du möchtest, noch 'n Kretzig. Wenn du dann noch, 'n bisschen umbauen möchtest, könntest du auch 'n Davies mal einen vorziehen, wenn Guerreiro fit wäre. Also, es ist nicht so, dass du keine Alternativen hast. Das Problem ist, dass immer dieselben Spieler spielen und diese Spieler spielen immer. Und er setzt sich dahin und er redet einen von Belastung und Belastungssteuerung. Ja, da muss er halt den anderen Spielern dann auch Spielzeit geben. So, das tut er halt nicht. Hat es nicht getan. So, und dann erwartet man auf einmal: „Ja, jetzt muss aber alles laufen gegen Saarbrücken, ne?“ Ich habe die Spieler mal wieder so lange ignoriert, bis sie, die Schnauze voll haben und dann bringe ich sie mal. Ja, und man hat ja gesehen, dass es bei Müller sogar funktioniert hat. Er hat das Tor gemacht. Also, in der Offensive hast du genug Möglichkeiten und du könntest, habe ich auch schon mal im letzten Video gesagt, wo ist denn das Problem, wenn du sagst: „Pass mal auf, Leroy, King, Musiala, ähm, ihr habt 60 Minuten, gebt 110%, ihr könnt euch auspowern und danach nehme ich euch raus und bringe die nächsten rein.“ Wo ist das Problem? So. Wir reden davon, dass wir 'n starken Kader haben, was wir vorne halt auch einfach haben. Ähm, Warum macht man das da nicht so? Warum gibt man einem Müller 3 Minuten gegen Mainz und lässt ihn gegen Galatasaray ganz raus? Obwohl die Spieler, die aufm Platz waren, grottig waren, ja? Und das sehen doch die Spieler, die draußen sitzen. Die sehen doch, was 'n Leroy Sané gegen Mainz gezeigt hat, was er gegen Galatasaray gezeigt hat. Ähm, Da muss man sich nicht wundern, ne? Also, da gehe ich nicht ganz mit, schon gar nicht, was vorne anbelangt. Da haben wir genug Alternativen, nur die ignoriert man halt. Ein Bürger. Deine Analysen sind gut. Meiner Meinung nach fehlen Spieler wie Effenberg. Zu viele Spieler haben keinen Charakter und sind abgehoben. Einfach wegschicken. Die Frage ist, wer schickt sie weg? Neue Spieler holen, wenn der Markt das hergibt. Spieler, die zueinander passen. Klasse haben und alles geben. Bayern hat als Verein in der Geschichte vieles richtig gemacht, aber auch nicht alles. Und so ist es auch die letzten Jahre. Jeder sollte sich hinterfragen, wenn man die Champions League gewinnen will. Das ist der Maßstab. Auch ein Uli. Mein Maßstab ist die Champions League. Also mein Maßstab ist nicht die Champions League. Nee. Ne, mein Maßstab ist nicht. Ich war kurz am Überlegen, ob man jetzt diesen Champions League irgendwie als Maßstab nehmen kann. Ne, fühle ich nicht. Dafür müssen zu viele Faktoren passen, dass du wirklich die Champions League gewinnst. Mein Maßstab wäre eher, erfolgreicher, schöner Fußball, ja, wo man immer die Chance hat, die Champions League zu gewinnen, wenn man gute Tagesform hat und so weiter und so fort. Das will ich 'n bisschen anders sehen. Ähm, ja, dass uns Spielertypen fehlen, Typ Führungsspieler, nicht vorangehen, die auch die Eier haben, andere Spieler zurechtzuweisen, die dafür die Verantwortung übernehmen. Dass uns diese Spieler fehlen, 100% true. Einfach wegschicken, ja, tun wir nicht. Tun wir nicht. Ja, die Spieler wollen auch nicht weg. Es wurde ja versucht, sogar in der Vorbereitung, ja. Nicht nur, beim Goretzka, auch beim Gnabry und so weiter. Es war nicht so, dass keine Angebote da waren. Die Spieler wollen halt einfach nicht weg. Was okay ist, ja. Da muss man halt andere Spieler verpflichten und die Spieler außen vor lassen. So, dann werden sie wechseln. Weil wenn 'n Spieler nicht spielt von diesem Kaliber, dann werden sie wechseln. Oder sie bekommen dann mal die Kurve, ne? Aber das tut man ja nicht. Man verpflichtet ja keine Konkurrenten. Und wenn man Konkurrenten verpflichtet, dann lässt man sie auf der Bank vergammeln und lässt trotzdem diese Spieler spielen.
Und dann bin ich bei dir, da muss man sich nicht wundern. Ne? Da muss man sich nicht wundern, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach in diesem Video gesagt. Das ist das große Hauptproblem in meinen Augen. Christian Loch nochmal. Händchen hoch, Kimmich und seine Spielweise sind nicht nur die Ecken. Da bleibt dir das Mittagessen im Hals stecken. Weg, 70 Millionen nach City zu seinem Ziehvater und wir müssen den nicht mehr sehen. Sonst wird das auch die nächsten Jahre nichts. Ja, zumindest wenn Kimmich unser Sechser ist. Ja, also ich will gar nicht alles an Kimmich festmachen. Kimmich ist, wie gesagt, ein sehr guter Spieler. Problem ist, was ich beim Kimmich sehe, ich versuche es mal in 2, 3 Sätzen runterzubrechen, ist erstens, dass er kein Sechser ist, sich aber als Sechser selber sieht. Und ich glaube, dass er nicht mehr selbst reflektieren kann. Ja, das hat er verloren. So, er sieht sich als der große Leader. Davon kommt auf dem Platz, wenn er im Mittelfeld spielt, nichts rüber. Gar nichts. Null. Gestern kam es mal kurz rüber, dass er einmal mal den Saar zusammengepfiffen hat, wo er Innenverteidiger gespielt hat. Da habe ich das mal gefühlt. Ansonsten siehst du sowas von Kimmich gar nicht. Auch, dass er gibt keine Anweisungen. Er versucht nicht mal das Spiel an sich zu reißen, das Spiel zu sortieren. All das siehst du super selten beim Kimmich. Ja? Aber er denkt immer, er ist der große Bambule. Hört man immer wieder in seinen Interviews nach dem Spiel, wo er dann die Zähne aufmacht. Aber das passt nicht zu dem, was man auf dem Platz sieht. Ja? Das ist das Problem von Kimmich. So. Und ich glaube auch, dass das andere Problem sein wird, selbst wenn du jetzt einen Sechser verpflichten würdest, ein Kimmich wird das gar nicht akzeptieren, glaube ich. Der wird dann trotzdem noch irgendwo da in den Positionen da rumrennen, wo er denkt, er muss dahin. Ja, das tut er jetzt als Sechser auch. So, und dann bist du wieder beim Trainer und Verein angekommen. Ja? Du musst den halt einfach einbremsen, ihm sagen, das ist hier deine Aufgabe, das hast du zu machen. Entweder kriegt er das hin, ja. Idealerweise würde ich ihn auf die Rechtsverteidiger-Posi schieben und gut wäre. Ja. Und wenn er darauf keinen Bock hat, ja, dann möchte er doch bitte zu Herrn Guardiola oder zu Herrn Xavi gehen und gut ist. Ist doch dann nicht unser Problem. Ja. Aber in der Mittelfeldzentrale schwierig. Ja. Klar hat er seine Chipbälle und so. Wir haben es gesehen gegen Mainz, gegen Bochum. Wenn er die Ruhe hat, kann er die Bälle verteilen, kann das Spiel beeinflussen. Nur die Gegner werden ihm die Ruhe nicht geben. Ja. Weil die wissen alle, wenn ich einen Kimmich anlaufe und so weiter. Schwierig. Also ganz schwierig. Aber jetzt alles irgendwie am Kimmich abzuladen, sehe ich auch nicht. Ne? Da sind noch 3, 4 andere Spieler, die genauso in der Verlosung dabei sind. Kevin Dispert, ohne übertreiben zu wollen, aber das war phasenweise der spielerisch schlechteste FC Bayern, den ich je gesehen habe. Eine absolute Katastrophe. Langsam reicht es mir. Was ist das für eine Herangehensweise an ein K.O.-Spiel? Mit so einer Einstellung gewinnt man keine Titel. Tuchel hört auch nicht auf mit dieser Schiene. Für mich steht fest, wir werden das Ding in Dortmund verlieren. Das Interview von Tuchel nach dem Spiel hat das fast für mich zu Überlaufen gebracht. Wie du schon sagst, es hat sich seit Wochen angedeutet und dann fehlt einmal das Spielglück und schon stimmt das Ergebnis nicht. Ich kann es immer noch nicht realisieren, was gestern passiert ist. Ja. Bin ich bei dir? Ohne übertreiben zu wollen, ja, es war schon. Aber es ist ja nicht das erste Spiel, wo das diese Saison so ist. Wo wir spielerisch absolut grottig waren. Ja, nochmal, wir haben dann immer das Glück gehabt, dass irgendeine Einzelaktion das Ruder rumgerissen hat und dann noch eine zweite Aktion das Ding entschieden hat. Aber es war ja nicht ein Spiel, wo man sagt, das war spielerisch überzeugend. Ja, Bochum, das Spiel, stimme ich zu. Zweite Halbzeit gegen Darmstadt war auch gut. Aber das war's. Ja, das ist das große Problem. Jonas, ich sehe Parallelen zur Nagelsmann-Situation damals. Liga läuft okay, Champions League gefühlt zu gut mit unfassbaren Dusel gegen Barca. Zu Hause DFB-Pokal durchgeduselt. Ja, nur dass ein Nagelsmann eine Spielphilosophie hatte, die man auch gesehen hat. Ob die jetzt gut oder schlecht war, habe ich gerade schon gesagt, muss man für sich selber beantworten. Aber ja, der Nagelsmann hätte Rückhalt gebraucht. Weil ich glaube schon, Nagelsmann sein Problem war teilweise die Führungsspieler in der Mannschaft. Das waren teilweise Nagelsmann seine Probleme. Ja, dass die nicht wollten, was er vorgegeben hat. Und da hätte der Verein Kante zeigen müssen. Dann hätte das Thema Nagelsmann sehr, sehr gut funktionieren können. Hat man versäumt, hat deswegen auch ein Tuchel geschwenkt. Wo ich damals, muss ich kein Geheimnis draus machen, ja, ich war voll dafür, dass man einen Tuchel holt.
Ich habe vom Tuchel genau das erwartet, was Nagelsmann nicht umsetzen konnte. Dass nach Leistung aufgestellt wird. Und das hat der Tuchel dann innerhalb der ersten 5 Spiele schon zerstört. Und da habe ich schon gesagt, war er für mich verbannt. Ja. Nochmal, die Spieler, die draußen sind, sehen das ja. Die sehen ja, wie die Leute, die spielen, performen. Also. Gerard Berger, wenn wir am Samstag unter die Räder kommen, ist Tuchel angezählt. Er schafft es einfach nicht, die Mannschaft gut einzustellen und haben wieder die erste Halbzeit komplett verschenkt. Und unser glückliches Tor hat beim Einschlafer noch dazu geholfen. Für mich waren zu viele Neulinge auf dem Platz. Das ging gegen Münster, weil die nicht an sich geglaubt haben. Und hier hat man gesehen, dass unsere Jugend gegen eine aggressive Mannschaft nicht bestehen kann. Nee, sehe ich komplett anders, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ich sehe das nicht an den 3 Spielern, die da gespielt haben. Also nochmal, die Spieler waren noch die auffälligeren. Ja. Dann musst du das schon an den gestandenen Spielern festmachen und nicht an Kretzig oder Tell. Das fühle ich nicht. Nee. Sorry, gehe ich nicht mit. Dass ein Tuchel das nicht schafft, die Mannschaft einzustellen, ja, er kriegt es nicht hin, eine Mannschaft zu formen. Ja. Nochmal, du kannst ja jetzt wohl nicht Müller als Neuling sehen. Ja. Müller hat ja auch noch das Tor gemacht. Choupo ist auch kein Jugendspieler. Choupo ist ein alter Knochen, der eine gewisse Erfahrung hat, die er haben sollte. Er hat einfach keine Form. Ja. Und nochmal, Kretzig war der auffälligste Spieler in der ersten Halbzeit. Also das jetzt irgendwie an den festzumachen, nein, auf gar keinen Fall. Ja, da gehe ich persönlich nicht mit. Das könnt ihr so sehen, ja. Nochmal, jeden seine Meinung. Ich persönlich mache das nicht an diesen Spielern fest. Für mich haben die Spieler versagt, die da die letzten Wochen in den Himmel gelobt wurden. Kai Joshin, Tell wurde ignoriert und auf falscher Position. Schupo trotz schlechter Leistung drinnen lassen. Kretzig gegen Pavlovic und warum Gnabry rein kommt bei einer so hektischen Partie ohne Spielrhythmus, kann doch keiner mehr wissen. Die Verteidigung war einfach ein Witz. Auch ohne De Ligt muss man gegen so einen Gegner besser stehen. Und man hat vorher schon gesehen, dass De Ligt der Einzige mit der richtigen Mentalität auf dem Platz war. Stimme ich dir zu 100% zu. Die Verteidigung, ja, hat Tuchel ja erklärt. Er hat dann umgestellt auf Dreierkette und wollte noch mehr Offensive bringen. I don't know why. Weil die standen sich vorne nur auf den Füßen. Ja, und dadurch wurde es auch nicht gefährlicher. Dadurch wurde es nur noch enger. Habe ich auch nicht verstanden. Dann doch lieber die Absicherung haben. Ja, dass du halt safe bist und nicht noch irgendwie so ein dummes Tor kassierst, was immer mal passieren kann. Warum Gnabry? I don't know. Weil Gnabry, ich habe es ja in der Pressekonferenz gesagt vor dem Spiel. Oder, nee, im Taktikfuchs, glaube ich, habe ich es gesagt. Ich habe gesagt, ich garantiere euch, Gnabry wird der erste Spieler sein, der eingewechselt wird. Und genauso war es. Es war dann ein Dreifachwechsel, ja. Aber Tuchel hält einfach unglaublich viel von Gnabry. Ich weiß nicht warum. Dasselbe war schon unter Nagelsmann. Das ist dasselbe wie mit Kimmich. Ich weiß nicht, was die Trainer an diesen Spielern gefressen haben. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Ja, ich weiß, dann kommen wieder die Argumente. Ja, kannst du ja nicht beurteilen. Vielleicht sind die im Training alle top, Weltklasse. Da möchte ich das Argument gerne nochmal entkräften. Das Training ist am Ende des Tages scheißegal. Ich denke, gerade wenn ihr mal so in die 70er, 80er Jahre guckt, es gab genug Spieler, Mario Basler, beste Beispiel zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das ein sehr guter Spieler im Training war. Ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Im Spiel aber überragend. Ja. Nochmal, was bringen dir Spieler, die, gerade letzte Saison haben wir das ja immer wieder gehört, dass Tuchel sich das nicht erklären konnte, weil die im Training alle so bärenstark sind. Was bringen dir diese Spieler, wenn die im Training 1000% gut sind und im Spiel dann 10% davon abrufen können? Dann bringen dir diese Spieler nichts. Dann kannst du auch die Spieler aufstellen, die im Training nicht überzeugen. Vielleicht haben die dann die Power, um das im Spiel umzusetzen. Ne? Wollte ich nur nochmal sagen. Beowulf, habe ich mich amüsiert. Angstgegner Ludwigspark, 1907 Bundesliga 1:6 und nun 2023 historisches gegen Drittliges FCS 1:2. Ja, ist doch schön, wenn du dich amüsiert hast. Dann hat doch wenigstens einer ein bisschen Spaß. Ja. Niklas, sorry, wird was länger. Okay, Niklas, ich trinke mal eben ein Teechen. Ich quatsch schon hier seit fast 2 Stunden. Sorry, wird was länger. Also zuallererst peinlich. Es hat sich angebahnt, wie du sagst. Aber heute ist niemand alleine schuld. Auch ist keiner alleine schuld an dieser bisher spielerisch enttäuschenden Saison. Im Verein läuft vieles schief.
Dass man in 4 Jahren dreimal peinlich in Runde 2 rausgeht, liegt an der Mannschaft. Da sind einfach welche bei, denen geht der Club am Hintern vorbei. Sieht man ja daran, dass mit Müller, Sané, Tell und Sarr nur 4 von 18 Mann bei den Bayern-Fans waren. Und das macht mich sauer. Dieser Verein ist vom Vorstand bis in die Mannschaft verseucht. Freund und einige Jungs sind Ausnahmen, die die Regel leider bestätigen. Das wird länger dauern, da eine Mannschaft aufzubauen, die wieder überall mitspielen kann. Aber Freund ist jemand, der das könnte. Es tut jetzt natürlich weh, aber jetzt gilt es am Samstag trotzdem vollen Support zu zeigen. Hoffe, in ein paar Jahren haben wir ein Team, das sich voll mit uns identifiziert und womit wir europäisch ganz oben angreifen können. Niklas, erstmal, wenn man kritisiert, ja, oder auch wie ich kritisiere auch alles, was ich sehe, ähm, hat nichts damit zu tun, dass man nicht supportet, ja. Also, wenn sobald das Spiel da ist man 100%, brennt, ist da für die Mannschaft, versucht alles. Ähm, Nach dem Spiel lässt man dann die Leistung Revue passieren und kann dann auch, dementsprechend kritisieren, ja. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ansonsten, ja, wie ich schon sagte, es hat sich angebahnt, dass im Verein viel schief läuft, bin ich 100% bei dir. Äh, noch die Causa Mazraoui ist peinlich. Die Causa Boateng ist peinlich, die jetzt angeblich nochmal hochkocht, was super peinlich ist. Sollte das passieren, dass jetzt doch noch ein Boateng verpflichtet wird, Alter, dann weiß ich nicht, was ich für Konsequenzen da für mich rausziehen würde, was den Verein betrifft. Ähm, ja, dass vieles schief läuft, dass man das nicht alles innerhalb von 2 Monaten, Taskforce neu aufbauen kann, regeln kann, ist klar. Man hat sich einen Freund geholt, der das mit Sicherheit kann. Gleichzeitig setzt man 'n Freund jetzt 'n Eberl sehr wahrscheinlich vor die Nase, was der nicht feiern wird. Hat er schon klar kommuniziert, dass er seinen Aufgabenbereich da sieht, dass er den Kader zusammenstellt. Das nächste Ding, ich weiß nicht, es läuft gerade so viel einfach falsch, ja, was jetzt noch nicht mal irgendwas, mit dem Fußball zu tun hat, was mit dem Drumherum zu tun hat, dass es da schon wieder anfängt, ja. Da musst du halt schon mal ganz klare, strikte Prinzipien haben, weil die hast du nicht. Man hat bei uns in dem Verein aktuell das Gefühl, die Spieler bestimmen, was im Verein abgeht. Das Gefühl habe ich seit 2,5 Jahren. Wenn ein Manuel Neuer, ein Müller, die Gruppe um Kimmich, wenn die was sagen, sich beschweren gehen, ähm, hat der Verein nicht die Eier zu sagen, pass mal auf, ihr seid Spieler bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ja? Das Gefühl habe ich nicht. Das ist ein riesengroßes Problem. Dann dazu das Chaos mit Brazzo und Olli. Das Chaos mit Uli und Rummenigge, die immer da noch im Hintergrund sind, obwohl sie eigentlich schon gar nicht mehr im aktiven Geschäft sind. Immer noch ihre Ansichten und Meinungen haben, hat man an Karl-Heinz Rummenigge seinen Aussagen gesehen zu der Kussaffäre da in Spanien. Das passt alles nicht mehr in die heutige Zeit. Ja? Und nochmal dieser Umbruch, der nie stattgefunden hat, den man immer wieder erzählt hat, habe ich ja jetzt in diesem Video auch schon oft genug gesagt. Zu den unseren doch ach so tollen Führungsspielern. Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Uwe Deiminger. Das zweite Tor war absolut unterirdisch. In Minute 90+5 werde ich ausgespielt wie eine Schülermannschaft. Einwurf für den Gegner. Der Kimmich geht nicht zu seinem Mann und kommt da nicht hinterher. Der kann ohne Druck querlegen und dort steht einer Muttersehen allein und macht ihn rein. Und das Ganze bei einem Team, bei dem die Hälfte der Spieler schon Krämpfe hatte. Unterirdisch. Ja, perfekt zusammengefasst, Uwe. Joe Oswald. Tuchel bekommt von mir speziell für das Spiel auch die Note 5. Supercup vergeigt, in 6 Monaten zweimal aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Meisterschaft mehr glücklich als verdient gewonnen. Bis heute ist noch keine echte Spielidee von Tuchel auf dem Platz zu sehen. 100% true bisher. Auch bei den Vorbereitungsspielen für die Saison konnte ich kein Konzept bei Tuchel erkennen. Kim und De Ligt keine Chance gegeben, sich gemeinsam einzuspielen. Und mich nervt das ewige Jammer von Tuchel, bei denen man immer das Gefühl hat, dass er entweder der eigenen Mannschaft kein Vertrauen schenkt und im Vorfeld vor einem Spiel Ausreden sucht, wenn es nicht so laufen sollte. Bei Tuchel heißt es nicht Mir Samir, sondern Mimimi. Man kann sich langsam Gedanken über einen passenden Nachfolger von Tuchel machen. Xabi Alonso würde mir gefallen. Ja,
Würde mir auch gefallen, habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Ich denke, das ist nicht so einfach, sowas zu realisieren. NBA Sam kann nur noch lachen. Was verdienen unsere Leute in der Woche circa? Brutto oder netto? Also der gehobene Schnitt, der da so rumläuft, ist bei 20 Mille brutto. Ja, kannst du dir einfach ausrechnen, ne? Geteilt durch die Wochen. Masten-Stream vom Sperrmüll passt zu unserer Spielweise. Was? Da muss ich aber mit Dashcam, so weißt du, die in meine Fresse hält und dann muss ich noch irgendwo ein Handy haben, dass ich auf den Chat gucke und dann muss ich noch die ganze Zeit das Treppenhaus hoch und runter rennen, weil die Wohnung natürlich im Dachgeschoss ist. Das wäre nicht gut. Nee, deswegen Dienstag, GB. Sehr wahrscheinlich, wenn sich nicht noch was ändert, dann ansonsten natürlich Montag, aber sehr wahrscheinlich Dienstag. Marc Depper. Zum Glück ist es jetzt nach Jan Sommer viel besser. Die Welt lacht über Bayern. Nee, da kriegst du kein Herz für. Weil die Aussage verstehe ich nicht. Was hat das jetzt mit Jan Sommer zu tun? Jan Sommer war nun mal super unsicher bei uns, hat die Mannschaft total verunsichert hinten. So, was hat das jetzt damit zu tun? Die Welt lacht über Bayern, ja, das kann sie ja, ist doch okay. Man kann über die Bayern lachen, wenn sie gegen Drittligisten ausscheiden. Da muss man mit leben als Bayern-Fan dann. Gegen Saarbrücken kann man mal verlieren. Ja, komm, da kriegst du jetzt. Aber die zweite Halbzeit war Spiel auf ein Tor. Die Mannschaft muss 3 oder 4-0 führen und der Gegner konnte uns eiskalt aus. Ja, es war Spiel auf ein Tor, ohne super zwingend zu sein. Ja, habe ich ja auch gesagt in dem Video. Ja, wir haben dann 2, 3 gute Aktionen gehabt, die aber auch dann wieder durch Einzelaktionen entstanden sind. Wenn ich an King denke, wo der Torwart dann gut gehalten hat. Aber ansonsten war da jetzt nichts, was super zwingend war. Ja. Also ich habe nicht einen Stürmer gesehen, ob es ein Schuppo war oder ein Tell, der mal eingesetzt wurde, der mal irgendwie eine Chance hatte. War nicht da. Ja, also ja, es war Ballbesitz pur. Die erste Viertelstunde war noch richtig schlecht, sogar zweite Halbzeit. Klar, haben dann die Auswechslung ein bisschen Feuer gebracht. Wir haben ein bisschen mehr Druck aufgebaut, aber es war nichts zwingend. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, wir haben uns Großchance auf Großchance herausgespielt. Also nein, gehe ich nicht ganz mit. Kai, da ist er. Es ist schon fast ein Running Gag, dass man anhand Tuchels Aussagen meinen könnte, dass er die Schwachpunkte selbst erkannt hat und theoretisch die Lösung endlich parat hat. Alter, endlich sagt's mal einer. Sein Handeln danach, Aufstellung, Einwechslung und der Zeitpunkt selbiger, zeigt aber auf der Gegenseite, dass er entweder keinen echten Durchblick hat oder auf Biegen und Brechen seine scheinbar einzige Vorstellung, wie man Fußball zu spielen hat, durchdrücken will. Bis hier muss ich erstmal schon mal Pause machen. Da muss ich erstmal Kai, Namensvetter, Servus. 100% bei dir. Das habe ich so oft die Saison schon gehabt, wo ich mir dachte, Alter, endlich. Er hat's gerafft. Ja? Habe ich ja noch dem einen habe ich ja gesagt, ey, der Tuchel hat mal ein Video geguckt. Hat er dann genau das erzählt, was ich 3 Tage vorher gesagt habe, was passieren muss. Er erkennt die Situation, sagt die richtigen Dinge und genau das Gegenteil wird umgesetzt. Ja, ganz wilde Geschichte. Hinzu kommt das Spielvermögen der Mannschaft. Wie oft ist der große FC Bayern inzwischen recht sang- und klanglos aus dem Pokal geflogen? Ist den Herren Fußballern der Pokal zu unwichtig? Ausscheiden ist ja im Grunde besser. Da kann man besser entspannen und sich auf Liga und Champions League konzentrieren, oder? So langsam könnte ich dass man ein Spiel verliert, stört mich ja nicht, aber die Frage bleibt, wie sowas zustande kam. Sowohl auf dem Feld wie auch schon durch Entscheidungen neben dem Rasen. Und Woche für Woche hat man das Gefühl, es geht noch schlechter. Von Ausnahmen wie Bochum und Darmstadt abgesehen. Ich sage, ich frage mich auch persönlich, was sich ein Harry Kane da denkt. Da wird man als Stürmer verpflichtet und muss sich dann diese Trauerspiele ansehen, nachdem man in den Spielen schon recht wenig eingebunden wird von den Mitspielern. Und dann auch noch zusehen muss, wie die Mannschaft ohne ihn das Ei nicht unterbringt. Junge, Junge, ist das peinlich. Ja, ich denke auch ein Harry Kane hat ein bisschen was anderes erwartet vom FC Bayern. Ja, weil nochmal, wir haben ja letzte Saison noch ansehnlich gespielt in der Offensive. Wir haben ja die Flanken reingeballert, bis die Füße geblutet haben. Es war nur nie jemand in der Mitte. Jetzt ist jemand in der Mitte und es kommen keine Flanken mehr, weil der Spieler einfach ignoriert wird. Sehr schwierig. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Pokal, ich weiß nicht.
Man hat das Gefühl, dass er wirklich nicht interessiert, ja. Zumindest so den einen oder anderen Spielern. Ich glaube einfach, vielleicht sind die Spieler einfach über den Zenit bei uns. Ja, sie sind halt immer noch in dieser Wohlfühl-Oase FC Bayern, wo sie das 6 Tube gewonnen haben, wo ihnen seitdem der Arsch gepudert wird. Gerade so Spieler wie Kimmich, Gnabry, die ja international so in ihrer Karriere sonst nichts erreicht haben mit der Nationalmannschaft, gar nichts. Ja, die glorreiche Generation hat nie was gerissen. Vielleicht ist das so der Knackpunkt, dass sie einfach sagen, jo, das war's. Also ich habe da das 6 Tube gewonnen, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Jetzt, ja, jetzt reiße ich das hier so runter. Ne? Und so kommt einem das ein bisschen vor. Ähm, und nochmal, der Verein hat da nicht die Eier, da was zu ändern. So, das ist vielleicht schon mal so ein Problemchen, was wir haben. Mit Sicherheit nicht das einzigste. Enttäuscht, wütend, sprachlos. Yes, so kann es gehen. Christian, bornierte Arroganz wird bestraft. Man stellt die zweite Elf auf und hofft auf, dass man weiterkommt. Ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, sehe ich nicht mit der zweiten Elf. Ist für mich kein Argument, Alter. Nochmal Müller, zweite Elf, ja. Thomas Müller hat dann noch das Tor gemacht. Zweite Elf. Kretzig, der auffälligste Mann war in der ersten Halbzeit, zweite Elf. Wen jetzt aufgestellt? Leimer? War der Leimer stärker in der zweiten Halbzeit? Ich glaube nicht wirklich. Tell wurde einfach ignoriert. Ja, ob da jetzt ein Koman gestanden hätte und als China wäre sein Kreis umgefallen, der hätte halt auch keinen Ball bekommen. Schupo, gebe ich dir recht. Das ist das Einzige, wo ich mitgehe. Aber klar, kannst du einen Schupo mal bringen, kannst du ausprobieren. Da musst du aber zur Halbzeit einen Harry Kane bringen. Fertig. Punkt. Da muss man nicht rumdiskutieren. Schupo war unterirdisch schlecht, da musst du ihn auch rausnehmen. Fertig. Ja. Aber vom B11 zu reden, na, fühl ich nicht. Wenn Bayern gegen den BVB verlieren sollte, was wahrscheinlich nicht passiert und Leverkusen gewinnt, kann Bayern nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. What the hell? Na klar können wir noch aus eigener Kraft Meister werden. Ist ja rechnerisch noch alles möglich. Wir sind ja nicht am 33. Spieltag. Was ist denn los? Wenn Bayern gegen den BVB verlieren sollte, was wahrscheinlich nicht passiert, auch da sehe ich das ein bisschen kritischer, aber wir warten mal den Samstag ab. Kimmich heute wieder mitgespielt, super Sache. Übrigens mussten beide Mannschaften auf dem schlechten Rasen kicken. Ja, doch klar. Marco Günther, unsere Mannschaft ist im Mittelfeld als Team einfach richtig schlecht. Für sich ist jeder ein guter Spieler, können aber nicht miteinander spielen. Wir brauchen mehr Teamplayer im Mittelfeld. Ja, oder einfach mal eine Strategie. Mal einstudierte Spielzüge. DJ Phoenix, einfach mal wieder menschlicher Fußball spielen und den Gegner nicht unterschätzen. Ja, ich weiß nicht, ob man ihn unterschätzt hat. Blackjack, ohne Kane leider sehr schlecht. Yes. Ralle, das einzige Problem, was Bayern hat, ist, dass man nicht verlieren kann. Da verliert man so ein Spiel, was bei 100 Begegnungen vielleicht einmal passiert und stellt alles in Frage. Das ist eher der FC Hollywood. Ralle, du hast leider keine Ahnung von unserem Verein. Entweder bist du kein Bayern-Fan oder du bist ein Bayern-Fan, der nur auf die Ergebnisse schaut. Oder du hast einfach keinerlei Ahnung von Fußball. Eine von diesen 3 Dingen wird es leider sein. Wer soll denn das verstehen, dass Thomas Tuchel Kane nicht gebracht hat? Niemand. Philipp, am besten fand ich Reisestrapazen. Ansonsten nur Einzelaktionen mit keinerlei Mannschaft geschlossen haben. Ja, die Reisestrapazen sind natürlich hart, wenn du eine Stunde oder anderthalb im Flieger sitzen musst. Letzte Saison wurde man deutscher Meister am letzten Spieltag, weil der BVB es verkackt hatte gegen Mainz 05. Aber okay, ein Titel ist schon weg. Aber man hat in der Bundesliga noch nicht verloren. Jetzt heißt es Leverkusen jagen, die spielen im Moment sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass wir Leverkusen lange jagen werden. Wenn sich nicht. Wie gesagt, wir warten mal den Samstag ab. Ich denke, der Samstag, das Spiel in Dortmund wird Ausschluss geben. Da geht es mir gar nicht ums Ergebnis. Sei mal dahingestellt, sollten wir unglücklich 2-1 verlieren. Aber man sieht eine Reaktion der Mannschaft, man sieht die Leidenschaft, man sieht endlich mal den Versuch, zumindest von Kombinationsfußball und so weiter. Gehe ich damit. Ja, eine Saison ist lang. Da können wir da immer noch sagen, wir jagen Dortmund, wir jagen Leverkusen und so weiter. Sollte man dieselbe Rotze spielen, wie wir sie seit am Beginn der Saison spielen, keinerlei Reaktion zeigen und selbst wenn wir dann glücklich 2-1 gewinnen sollten oder auch glücklich 3-1 oder was auch immer, sehe ich trotzdem schwarz. Bot. Ich trinke mal einen Schluck.
Ich bin stinksauer über mich, dass ich meine Zeit so verschwende. Für mich allein alle eine 6, außer vielleicht Kretzig. Nahezu alle Pässe waren in der ersten Halbzeit richtig schlecht. Man kann ja mal unglücklich verlieren, aber dies war wiederholte Arbeitsverweigerung. Davis zum Beispiel ist nicht mal mehr mit zurückgelaufen. Sané war grausam, hat ständig wieder nur lamentiert. Sie sind noch dazu abstiegsgefährdet, also 14 Mannschaften aus der dritten Liga hätten besser gespielt. Ich, du und viele hier sagten ja, dass Didi Hamann recht hat. Müller brachte wieder einmal kaum einen Ball ans Ziel, außer das Tor. Völlig unbrauchbar. Knabri, was suchte er auf einem Fußballfeld? Tell war auch Ausfall hoch 3. Er hatte oft genug den Ball. Saarbrücken hat teilweise besser gespielt. Ich habe keine Anstrengungen von diesen überbezahlten Spielern gesehen. Ich glaube, ich werde mir diesen Käse nicht mehr antun und meine Zeit mit diesen Leistungsverweigern verschwenden. Dafür ist diese zu kostbar. Und mich ärgert, dass ich diese Typen finanziell noch unterstütze. Hönes ist eh nicht mehr auf Höhe der Zeit, wenn er meint, diese Mannschaft reicht. Ja, ich bin bei einigen Punkten wie immer deiner Meinung, bei einigen Punkten nicht ganz. Ähm, ja, und Tell war jetzt auch nicht auffällig oder herausragend, aber man hat ihn konsequent ignoriert, die erste Halbzeit leider. Ja. Und dann ist es natürlich schwer, ins Spiel zu finden, muss man fairerweise sagen. Zweite Halbzeit hat man ihn dann ein bisschen in die Mitte gezogen, beziehungsweise so ein bisschen neben Schuppo, hinter Schuppo, sah zumindest mal so aus. Auch da konnte er keine Akzente setzen, da bin ich 100% bei dir. Das war auch nicht gut, das hat nicht gereicht. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten kann ich dir zustimmen. Hoeneß nicht mehr auf Zeit der Höhe, ja, kann man auf jeden Fall diskutieren drüber. Schwierig, kann man schwer einschätzen irgendwo. Aber wenn man so die Transferphase sieht, ja, schon schwierig. Die Frage ist, könnte man natürlich ein bisschen besser beurteilen, wenn man jetzt noch mal 'n anderen Trainer hätte, der ein halbes Jahr da ist, ob der mehr aus dieser Mannschaft formt oder nicht. Wollen wir jetzt Nagelsmann als Vergleich nehmen, der vorige Trainer war? Muss dann auch jeder für sich beantworten. Saarbrücken ist besser als der Tabellenplatz vermuten lässt. Wir haben gerade einen kleinen Hänger, seit es einen unserer Stürmer, Patrick Schmidt, zerlegt hat. Aber es fehlen uns nur 7 Punkte auf Platz 4 und wir haben noch 2 Nachholspiele. Torverhältnis ist auch im Plus, also für mich ist der Aufstieg noch lange nicht vom Tisch. In ein paar Wochen sind wir wieder oben mit dabei mit etwas Sonne. Seit wir in der Liga sind, waren wir permanent im oberen Drittel. Platz 15 ist ein Ausrutscher, der zeitnah korrigiert wird, hoffentlich. Äh, Super Rates erstmal. Vergiss die Bayern mal für einen Moment und gönn dir dritte Liga. Das ist bodenständiger Fußball mit ein paar Vereinen, die auch Fans mitbringen, Dynamo, Waldorf, was und so weiter. Ja, das lasse ich so stehen, da kann ich nichts zu sagen. Zu Saarbrücken. Für mich spielt das aber auch keine Rolle. Genau, das war noch, worauf ich hier eingehen wollte. Für mich spielt das keine Rolle, ob 14 Mannschaften besser werden als Saarbrücken, kann man halt auch nicht sagen. Ja. Nur weil die gerade auf dem 15. Tabellenplatz stehen. So wie du es schreibst, so von außen betrachtet, kann man das eh nicht so beurteilen. Und da soll das ja auch nicht schmälern, ne, Leistung. Marco Günther, man hat wieder mal gesehen, dass die Spieler, die normalerweise auf der Bank sitzen, nicht die richtige Qualität haben, die man beim FC Bayern bräuchte. Ja, aber trotzdem hätte es mit diesen C-Spielern gegen Saarbrücken gewinnen sollen, haben sich vielleicht auch anstecken lassen von der schlechten Leistung unserer A-Spieler. Ja, die Aussage fühle ich nicht, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, warum. Du hast so recht, so gewinnen sie nicht die Champions League. Der ist gut. Über die Champions League brauchen wir gar nicht nachdenken, Alter Belly. Oram Psycho. Bin kein Bayern-Fan, aber was mir auffällt, wenn ich die Bayern spielen sehe, ist, dass Musiala euer Spiel komplett langsam macht. Er ist außer Frage ein außergewöhnliches Talent, aber er hält meiner Meinung nach vor allem in Kontersituationen viel zu lange den Ball. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Grüße aus Dortmund. Nee, das ist aber kein Musiala-Thema, das ist jedes Thema. Da kannst du einen Sané mit reinnehmen, da kannst du einen Coman mit reinnehmen. Der Einzige, der das nicht macht, ist Harry Kane. Alle, die offensiv rumeiern, halten viel zu lange den Ball. Die laufen teilweise 20, 30 Meter mit dem Ball, anstatt es mal zu verstehen, dass ein Ball, den man spielt, ich weiß gar nicht, wer hat es damals gesagt, Pep, ein Ball, den man spielt, ist immer schneller als der schnellste Spieler dieser Welt. Ja? Ganz einfache Logik. So. Aber das ist nicht nur Musiala. Das ist jeder bei uns. Abgesehen von Harry Kane. Der versucht direkt den Mitspieler ins Spiel zu bringen. Genauso wie Müller. Müller versucht das auch. Aber alle unsere super Dribbler, Hightech-Juten wollen irgendwie aktuell immer alle irgendwie ein Zauberkunststück vorführen, um dann der große gefeierte Star zu sein. Ganz, ganz wild.
Rodan, Bayern hätte Cancelo, Pavard und Hernandez in der Abwehr haben können. Pavard hat man vergrault und Cancelo wollte man nicht. Ich verstehe es nicht. Stattdessen holt man sich einen hölzernen Rechtsfuß Kim für die linke Innenverteidigerposition. Wenn ich mir das zentrale Mittelfeld anschaue und das mit dem von Leverkusen vergleiche, fehlt mir einfach die Fantasie, wie Bayern Meister werden will. Da brauchst du auch keine Fantasie, ich sehe das auch nicht. Wenn Tuchel nicht bald einen spielstarken Spieler im Mittelfeld aufstellt, wird dieser Gruselfußball auch weiterhin gespielt. Guerrero oder Musiala muss auf die Doppel-6. Und daneben würde ich Goretzka oder Leimer ausprobieren, dann bleibt Kimmich entweder Rechtsverteidiger oder die Bank. Ich kann diesen ganzen Bewegungsablauf von Kimmich im Mittelfeld nicht mehr ertragen. Die Aufstellung konnte ich nachvollziehen, dass das aber spielerisch so unterirdisch war, ist erschreckend. Ja, gehe ich mit dir. Mit Hernandez gehe ich nicht mit dir. Hernandez hätten wir nicht haben können. Hernandez wollte wechseln. Und dann sollte man ihn auch ziehen lassen. Pavard dasselbe. So, Pavard wollte Innenverteidiger spielen. Man hätte natürlich von Tuchel Seite sagen können, pass mal auf, ich spiele nächstes Jahr mit einer Dreierkette, ich brauche dich, Benji, du bist mein rechter Innenverteidiger. Dann denke ich, wäre ein Pavard 100% geblieben. Die Alternative konnte man ihm aber nicht bieten, weil Tuchel stur mit seiner Viererkette spielen möchte und mit seinem defensiven Sechser. Ja, und der Vertrag wäre ein Jahr später ausgelaufen und dann wollte er wechseln. Cancelo, gebe ich dir recht, war natürlich zu teuer am Anfang, aber zum Ende der Transferperiode oder zur Mitte der Transferperiode hätte man mit Sicherheit noch mal irgendwie was versuchen können. Hat man versäumt. Punkt. Und man hat natürlich versäumt, einen Ersatz zu beschaffen, ja, und man hat natürlich Stanley abgegeben, was völlig hinrissig war. Belal, für mich hat Tuchel die falsche Aufstellung gewählt. Gnabry, Musiala, Coman erst nach einer Stunde eingewechselt. Okay, Kane war angeblich angeschlagen. Ja, habe ich schon mehrfach was zu gesagt. Sehe ich ein bisschen anders. Fitness Big. Jetzt muss ich mal was loswerden. Du sprichst immer davon, dass Tuchel die jüngeren Spieler nicht bringt oder Tell nicht in der Startelf auflaufen lässt. Gestern hat Tuchel genau das gemacht bei Saarbrücken. Das Ergebnis ist wohl eindeutig. Lol, Alter. Pass auf, ich lese erst weiter. Du stellst Tuchel oft Worte in den Mund und sagst, du kannst die Scheiße nicht mehr hören und so weiter. Fakt ist, Tuchel weiß, was er tut. Deine Beurteilung ist oft von Emotionen und persönlicher Präferenz behaftet, ohne Neutralität. Das hat uns Tuchel, obwohl er dich nicht kennt und deine immer geforderten Aufstellungen widerlegt. Denk mal drüber nach, wenn du ihn immer kritisierst, denn er muss das Große und Ganze immer im Auge haben und verantworten. Erstmal, nein, denke ich nicht drüber nach. Nochmal, ich habe da extra ein Video zu gemacht, aber ich gehe da nochmal drauf ein. Ich setze mich nicht hin und sage, ich bin der große FC Bayern-Guru und Thomas Tuchel muss das genauso machen, wie ich das gerne hätte. Ja, nein, ich bin einfach ein Dude, der hier sitzt und seine Meinung zu dem wiedergibt, was er sieht. Dein Kommentar, diese ersten 2 Sätze, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, um es mal höflich auszudrücken. Wenn du das Spiel gesehen hast, möchtest du mir jetzt mit deinem Kommentar hier wirklich sagen, dass es an Tell und Kretzig lag, dass wir so eine Leistung gezeigt haben? Dann muss ich dir sagen, falle ich vom Stuhl. Nochmal, Kretzig war der auffälligste Spieler in der ersten Halbzeit und ein Tell wurde vollkommen ignoriert in der ersten Halbzeit, weil jeder Ball, egal wo er war, Richtung Sané gespielt wurde. Nichts anderes. Und ja, ich werde auch weiterhin fordern, dass man diese Spieler aufstellt, wenn die Spieler, die spielen, keine Leistung bringen. Punkt. Ja? Da bleibe ich bei. Und das hat auch nichts mit Emotionen zu tun oder mit sonst was. Man muss meine Beurteilung nicht teilen, da gehe ich mit dir. Und na klar sehe ich nicht, wie ich ja schon oft genug sagte, ob ein Tuchel den Sané den Hintern gerade pudern muss, wenn er 2 schlechte Spiele macht und ihn dann im 3. Spiel trotzdem wieder aufstellt, was ich nicht machen würde. Natürlich ist jeder Mensch individuell. Tuchel hat seine Vorstellung vom Fußball, ich habe meine. Ich würde mich auch nie auf eine Stufe mit dem Tuchel stellen oder mit irgendeinem Trainer stellen. Ich bin kein Trainer, ich bin einfach nur ein Fan, der seine Meinung zu dem äußert, was er sieht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich nehme nicht das Recht raus und würde sagen, ja, wenn der FC Bayern jetzt das gemacht hätte und das gemacht hätte und das gemacht hätte, hätten wir gar keine Probleme. Das tue ich doch gar nicht. Will ich auch niemals mir das Recht rausnehmen. Ne? Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann. Aber nochmal, deine ersten Sätze sind einfach Schwachsinn. Dann hast du entweder das Spiel nicht gesehen, ja, was ich mir sehr gut vorstellen kann, oder du hast einfach null Ahnung von Fußball in meinen Augen. Aber
nochmal, jedem seine Meinung. Wenn du das so siehst, ist das für mich völlig okay. Es ist auch völlig okay, dass du mir hier Sachen an mir kritisierst, aber die fühle ich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Und nochmal, es lag mit Sicherheit nicht an Tell und Kretzig, dass wir dieses Spiel verloren haben. Ganz im Gegenteil. Jens, hallo, du hast absolut recht. Eine Blamage, arrogant der Tuchel. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Nee, wir haben das Spiel eigentlich in der zweiten Halbzeit verloren, weil wir das Tor erst in der 95. Minute gekriegt haben. Aber ich weiß, was du meinst. David, Bayerns neuer Boss. Was für ein Unfall ist der Typ. Da hätte man auch Kahn Hassan lassen können. Läuft. Bayern ist so out, arrogante Spieler, also Legionäre. Weiter so. Kane nicht mehr, Kane Titel. Ja. Casa Offi, entschuldige bitte vorab meinen Langpost. Hier muss sich keiner für einen langen Post entschuldigen. Trink da ein Stückchen Tee, damit die Stimme ein bisschen geölt ist. Dass Kimmich gegen Saarbrücken gespielt hat mich direkt geärgert. Sehr enttäuschend, dass Pavlovic seine Chance nicht bekommen hat. Zumal er dann gegen Dortmund mit Sicherheit auch keinen Einsatz bekommen wird. Vielleicht wird er gezwungen werden, der Herr Tuchel. Das hätte eigentlich wunderbar gepasst, nachdem er gerade seinen Profivertrag bekam. Ganz genau. Dass Tuchel nicht mal gegen einen Drittligisten auf seinen Chefnörgler verzichtet, finde ich ziemlich schwach. Gegen den BVB hätte man auf der Position durchaus eine Generalprobe nutzen können. Bin ich 100% bei dir? Das wird dann wohl wieder Leimer erledigen, der mir einfach nicht gefallen will. Nach vorne keine nennbaren Pässe und nach hinten ein Gefahrenherd. Da braucht mir keiner erzählen, dass Pavlovic das schlechter machen würde. Sehe ich aktuell genauso, ich sehe aber auch nicht, dass ein Leimer ein Sechser ist. Meine Fresse. Dann soll Kimmich als Rechtsverteidiger spielen, anstatt jetzt Saar aufzustellen, der seit 3 Jahren nur das Training auffüllt. Ja, true. Aber Pavlovic gegen Saarbrücken und dann gegen den BVB nicht zu bringen, halte ich fast schon für fahrlässig. Ja, ich genauso. Was sollte das hohle Gelaber von Freund zu Beginn der Saison, dass man wieder verstärkt auf die Jugend setzen will? Naja, Herr Freund ist halt leider nur der Sportdirektor und nicht der Trainer. Wenn der Trainer das nicht möchte, wenn der Trainer nicht das Vertrauen hat in einen Pavlovic, warum auch immer, weil er hat ja in der Vorbereitung ihm das Vertrauen gegeben und er hat es ja wirklich sehr gut gespielt in der Vorbereitung. Er hat nicht einen Schnitzer drin gehabt in den Spielen, die er gespielt hat. Habe ich halt auch nicht verstanden, warum er komplett außen vor war und man wieder sich dahingestellt hat und wieder gesagt hat, Kimmich, Goretzka, Kimmich, Goretzka, Kimmich, Goretzka. Sinnfrei. Ja. Erstens hätte man gleich mal ausprobieren können, ob ein Kimmich überhaupt ein Achter ist. Das Thema hatten wir schon mal aufgegriffen. Sehe ich sehr schwierig, dass ein Kimmich sich auf der 8 irgendwie gut durchsetzen wird. Hätte man den Pavlovic doch mal auf der 6 gelassen. Ja. Hätte man doch gesehen, ob es klappt oder nicht klappt. Schlechter als wie die Spieler, die da auf diesen Positionen gespielt haben. Und drumherum hätte das auch nicht sein können. Nicht nur in dem Spiel, in der ganzen Saison bisher. Auch dass Kane eine Pause bekam, warum eigentlich, war er verletzt. Und Choupo dafür spielen durfte, der diese Saison noch keine einzige gute Minute auf dem Platz gelassen hat, mag verstehen, wer will. Ich nicht. Ich auch nicht. Auch gegen Saarbrücken schlich er wieder herum wie eine Mitte 30er mit Bandscheibenvorfall, der 90 Minuten lang die Löcher im Boden begutachtete. Kane wäre prädestiniert gewesen, weil dem nur ein Ball vor die Füße fallen muss. Ja, man hätte auch Tell direkt in die Spitze stellen können. Ja? Und nicht einfach wieder über Außen. Natürlich kann Tell auch über Außen ein bisschen performen, aber er ist halt ein Neuner. Ja? Aber Tuchel sieht das halt nicht. Oder will das nicht sehen oder möchte den Choupo da nicht auf die Füße treten. Ich weiß es nicht. Ich verlange halt auch von einem Tuchel, wenn er den Choupo schon aufstellt, was man irgendwo ja nachvollziehen kann, erfahrener Spieler und so weiter. Aber wenn man dann sieht, dass das zur Halbzeit unterirdisch ist, dann muss man den halt auch knallhart wieder auswechseln. Ja. Und das hat man verpasst. Als sich der Licht nach 20 Minuten verletzte, ist mir spontan schlecht geworden. Ich hoffe sehr, dass da nichts Ernstes passiert ist. Ja, leider sieht es so aus, als wenn er 4 bis 6 Wochen weg ist. Wenn du dann noch wieder die Zeit rechnest, bis er wieder spielfit ist, ist die Hinrunde gelaufen. Wie schon gegen so manch anderen Gegner hat man in der ersten Halbzeit das Untertuche typisch gelangweilte Ballgeschiebe gesehen, bei dem man dem Gegner viel zu leichte Chancen bietet. Wenn Saarbrücken bessere Kicker hätte, dann hätten sie zur Halbzeit schon führen können. Ja. Als kurz vor Ende das 1:2 fiel, musste ich spontan lachen. War doch logisch, dass eine Amateurmannschaft, die bei so einem tiefen Boden läuft und kämpft und beißt, nach 60 Minuten völlig im Eimer ist, aber dem besten Angriff der Welt fällt dazu nichts ein. Kretzig und Tell haben mir noch am besten gefallen, die wollten wenigstens was bewegen. Aber was soll man machen, wenn die Kollegen mehr mit sich selbst kämpfen? True.
Am Ende war ich richtig sauer, dass der Schiedsrichter wohl den Drang hatte, nochmal 2 Minuten draufzusetzen, damit die Bayern da vorne doch noch irgendwie einen reinbügen können. Ja, hat mich auch sehr gewundert. Habe ich auch nicht verstanden. Viele verstehen die Kritik nicht, die wir seit Beginn der Saison bringen. Die sehen nur Ergebnisse, wieder 7:0 gegen Bochum oder das 18:0 gegen Darmstadt. Und stimmen wir die gleichen Töne an, die schon vor einem Jahr laut wurden. Aber unter Nagelsmann sah man wenigstens ein unterhaltsames Spielkonzept. Tuchels Konzept erinnert mich an Ancelotti. Solange die Ergebnisse stimmen, kann man schlecht meckern. Aber wenn dann sowas wie Saarbrücken passiert, gibt es keine Ausreden mehr. Wenn die Strategie lautet, dass jeder Gegner in der letzten Viertelstunde hoffentlich aufgibt und es Sané, Musiala oder Kane mit einer Einzelaktion schon machen wird, dann gute Nacht. Jeder muss doch erkennen können, dass hier keine Mannschaft auf dem Platz steht. Daran ändern auch Kantersiege gegen Bochum und Darmstadt nichts. Die Stimmung im Stadion hat mir noch mit Abstand am besten gefallen. Großes Kompliment an alle Fans. Muss man sich mal vorstellen, da fährt man fast 500 Kilometer nach Saarbrücken, um dann zuschauen zu müssen, wie die eigene planlose Mannschaft von einem Drittligisten heimgeschickt wird. Und den Spielern fiel nichts Besseres ein, als direkt nach dem Schlusspfiff in der Kabine zu verschwinden. Scheiß auf die Fans, die pausenlos versucht hatten, die Mannschaft zu pushen. Glückwunsch an Saarbrücken, spielerisch deutlich unterlegen, aber charakterlich waren sie den Bayern mindestens eine Klasse überlegen. Ja, stimme ich dir zu 100% zu, kann ich voll unterschreiben, dein Post. Bricks im Kopf. In der Winterpause sollte die höchste Priorität nicht ein Spielertransfer sein. Ich weiß, worauf du abzielst. Uwe, ja, Brille ab, damit du besser deine Tränen wegwischen kannst. Zum Spiel selbst, einer der Besten in diesem Spiel kommt von RB Leipzig. Glückwunsch an Tim Schreiber, der Junge hat alles gehalten, was es zu halten gab. Das Tor von Müller hätte auch Herr Neuer nicht gehalten. Vielleicht kommt RB so doch noch nach Berlin. Großes Spiel von Saarbrücken. Gratulation zu diesem Erfolg. Bevor ich weiterlese. Erstmal, nee, ich muss keine Tränen wegwischen, weil ich kein bläuäugiger, dummer Möchtegern-Fan bin. Das ist, wenn wären's Lachtränen gewesen, weil ich das, was passiert ist, seit Wochen beschreie. Ja, was du dann wüsstest, wenn du dich ein bisschen mit mir auseinandersetzen würdest, dass du dich jetzt daran hochziehst, dass ein Leipziger vielleicht doch noch nach Berlin kommt. Schon ein bisschen komisch, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Ironie, vielleicht ist es ein Witz, dann ja, aber ansonsten schon komisch. Großes Spiel von Saarbrücken, Gratulation zu diesem Erfolg. Tja, und Bayern, die haben sich bis auf die Knochen blamiert. Ach ja, klar, schuld war wieder mal der Rasen, das Wetter und der Schiedsrichter. Also, jetzt muss ich dich mal ganz kurz in deine hohlen Schranken weisen. Ja? Niemand, wirklich niemand hat sich hingestellt, hat irgendwas davon gelabert, dass der Rasen, das Wetter oder der Schiedsrichter schuld ist. Und schon gar nicht ich in meinem Video. Also, ich lese weiter, finde ich noch so einen Satz. Tschüssi. Schweinsteiger hat es in der ARD auf den Punkt gebracht, allerdings durch die Blume. Thomas Tuchels Fehler, wenn man mit Blick auf Samstag ein paar Leute schonen will, hätte man sie dennoch aufstellen sollen und wenn es dann in der 60. Minute 100:0 für Bayern gestanden hätte, die gegen ein paar andere Millionenversager austauschen können. Tuchel weiß nie, woran es gelegen haben könnte und schon gar nicht dann, wenn es an ihm selbst gelegen hat. Ja, also wilder Post von dir. Ich weiß nicht, ob so ernst gemeint, keine Ahnung. Manche Sätze waren schon sehr wild. Christian Brot, das Training bei Saarbrücken ist morgen, laut Trainer übrigens freiwillig. Ja, habe ich gehört. Gerald Berger, was den Platz angeht, wussten wir ja genau, wie er ist und da muss ein Trainer die Spielweise anpassen. Aber ich glaube langsam, dass der Tuchel nicht schlau genug ist, sowas zu kopieren. Ja, was heißt die Spielweise anpassen? Ich meine, klar, du kannst ja, ich meine, es wäre ja der ideale Zeitpunkt gewesen, mal zu sagen, weißt du was? Lass uns doch mal versuchen, den Ball nach außen zu legen und einfach mal eine hohe Flanke zu bringen. Da musst du dir keine Sorge machen, ob der Ball hoppelt oder verspringt kurz vorm Torschuss oder sonst was. Aber ja, bei uns ist Flanken ja verboten seit dieser Saison. Also ist schwierig dann, ne? Und da der Tuchel, was das angeht, anscheinend auch beratungsresistent ist, jo. DigX, wenn man schon keine Spielphilosophie hat, dann bräuchte man gar keinen Trainer an der Seitenlinie und es würde auf dasselbe hinauslaufen. Wofür dann ein Haufen Batzen für Trainer und irgendwelche Assistenztrainer ausgeben? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, du. User PK9, naja, Hauptsache Gnabry spielt wieder. Bodenlos. Mehr kann ich nicht sagen, bin echt sprachlos. Nun ja, mir ist an mir. Mir ist an mir.
Ach ja, Schupo bester Mann gestern. Ach, was, scheiß drauf, alles schlecht wie sonst was. Krasse taktische Analyse, was ein Phraseninferno. Ja, Simon, danke für deine sehr konstruktive Kritik. Silva Manu, Sané war wieder einer der Besten auf dem Feld und Dortmund wird sicher ein Sieg werden. Aber in vielen Dingen gebe ich dir wie immer recht. Okay. Bernd Biesenkamp. Die spielen seit Wochen so und jetzt ist das passiert, was passieren musste. Das hat man davon, wenn der Trainer nicht ändern. Das hat man davon, wenn der Trainer nicht ändern, dann ist der seinen Job los. Das werden wir sehen, was die nächsten Spiele bringen. Oldschool, mir geht es wie dir. Das Pokal aus Schmerz zwar, ist aber auch keine große Überraschung. Was sehen wir? Ohne Harry Kane läuft von nichts. Kane hat in der Bundesliga 12 Tore und 5 Vorlagen. War also an jedem zweiten Münchner Tor beteiligt. Ohne Kane wären wir vermutlich nicht mal auf Platz 5 in der Liga. Stimme ich dir zu? Ja, es fehlt eine richtige Spielidee. Wenn Sané mal einen schwachen Tag hat, sehen wir alt aus. Fonsi spielt schon seit Monaten unter seiner Form, wirkt wie ein Fremdkörper. Gnabry ist ein Totalausfall. Kimmich kein Sechser, die Abwehr ist zu dünn besetzt, die Einstellung vieler Spieler ist mangelhaft. Das ganze FCB-Konstrukt wackelt schon, wenn 1 bis 2 Bausteine fehlen. Leute, definitiv, das ist die letzte Saison von Tuchel in München. Man kann nicht alles nur auf Tuchel schieben. Aber dieser FCB wird dieses Jahr keinen Titel holen. Nochmal zum Mitlesen. Saarbrücken ist aktuell 15. in der dritten Liga. Dort spielen Mannschaften wie Freiburg 2 und Halle. Das ist definitiv die peinlichste Niederlage seit Jahren. Ja, das ist nichts gegen Saarbrücken, aber gegen Drittligisten zu verlieren als großer FC Bayern ist natürlich peinlich. Ja, aber nochmal, wenn man nicht nur auf die Ergebnisse geguckt hat, die letzten Wochen, war es nur eine Frage der Zeit. Triple, sehr enttäuschender Abend. Dass dieses Spiel kein Leckerbissen wird, habe ich erwartet, aber so eine schwache Leistung ist schon bitter. Für Dortmund sehe ich Stand jetzt keine Chance, was mitzunehmen. Ja, ich leider auch nicht. Aber vielleicht sehen wir eine Reaktion. Wir werden sehen. Fabienne, das war weniger als nix und Choupo-Moting war nur schlecht. Da hättest du jeden aus U23 zweite Mannschaft spielen lassen. Choupo-Moting würde ich abgeben. Null Einsatz, lustlos. Hoffe, der Licht ist nicht schwer verletzt. Wird gegen Dortmund mit so einer Leistung wird es gegen Dortmund böse. Ja, es könnte böse werden. Ja. Und der Licht, ja, was ich bisher gelesen habe, sehr wahrscheinlich lange verletzt. Neusander. Zu Kim habe ich eine andere Meinung. Denn er war fast die ganze Zeit allein in der Abwehr. Die anderen beiden waren irgendwo weiter vorn und haben Kim in Stich gelassen. Wenn Kimmich in der Innenverteidigung spielen soll, dann soll er auch hinten bleiben und nicht wieder nach vorne laufen. Aber da hat jeder seine Meinung. Ja, hat aber nichts mit den Fehlpässen zu tun von Kim. Ne? Das muss man einfach sagen. Und den Pass, den er auf Kretzig gespielt hat, da war ein Kimmich rechts bei ihm. Alternativ kann er den Ball jederzeit zu Manuel Neuer zurückspielen, wenn er rechts jetzt keinen hätte, den er anspielen kann, bevor er das Risiko nimmt und vorne irgend so ein Risikopass spielt. Ne? Dass man natürlich ihm nicht alleine die Schuld geben kann, tut auch keiner. Die ganze Mannschaft war schlecht. Ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Aber er war noch mal einen Tacken schlechter, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass es keine richtige Mannschaft ist. Da kämpft keiner für den anderen. Ja, 100% true. Spieler werden ignoriert. Es geht immer nur um Kimmich, Sané, Gnabry. Auch wenn sie schlecht spielen, werden sie trotzdem immer in der Startelf stehen. Ja, 100% bin ich bei dir. Oliver, Kopf hoch und am Samstag 3 Punkte. Tja, das wäre schön. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf die 12. Ja. Tobias Lifestyle, ich verstehe einfach nicht, warum er Kane nicht gebracht hat. Ja, weil er ihn für die Verlängerung aufheben wollte. Schlauer Schachzug, oder? GB, so, jetzt kann ich wegen dir nicht schlafen, weil ich mir ein Käffchen geholt habe. Wild. GB. Ja auch nichts für. Hättest ja auch dir erst heute angucken können. Gerald Berger, verdient verloren, Punkt. Bis zum R 1:0 haben wir nichts gemacht und unser Tor kommt aus dem Nichts. So wie ich es befürchtet habe, waren wir nicht seriös genug, um hier weiterzukommen. Ja, richtig. Respekt Saarbrücken, auf jeden Fall. Nochmal, Gerald Berger, ich konnte schon am Anfang nicht verstehen, warum wir auf diesem schlechten und tiefen Rasen immer wieder probiert haben, in den 16er zu dribbeln und das haben wir stur weiter probiert, bis man den Dreifachwechsel gemacht hat. Da wurde es etwas besser, reichte aber doch nicht. Ja, weil wir unseren Stiefel... Tuchel hat keine Spielidee. Ja, gerade auf so einem Rasen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Idealer Zeitpunkt, legt den Ball nach außen, versucht das Ding reinzuflanken und guck, ob einer drankommt. Also, unverständlich. Dan the Man.
Tuchel 6, Schupo 6, Tell 6. Anders gefragt, wer war denn gut? Mir fällt keiner ein. Ich war von Anfang an skeptisch, was Tuchel betrifft und bin mir nun sicher, dass er der falsche Trainer ist. Er hat es nicht geschafft, nach 45 Minuten irgendwas zu verändern, dass wir gegen einen Drittligisten gewinnen können. Absolut unverständlich. Ja, es war keiner gut. Es war keiner gut. Punkt. Ja. Du kannst der Mannschaft komplett eine 5 geben, wenn du willst, und den 2, 3 etwas schlechteren eine 6. Ja. Ja, klar, kannst du machen. Gar kein Problem. Es war keiner gut. Es gibt nichts zu beschönigen. Merse. Tuchel schon bei Chelsea offensiv nichts auf die Kette bekommen. Kann froh sein, Kane bekommen zu haben. Dass auf der 6 dann der eine Transfer platzte, ist bitter. Also auch der Club schwach agiert. So wird das keine angenehme Saison. Das ist richtig. Dr. Pennywise. Niemand thematisiert Neuers Einsatz beim Siegtor. Traut sich aktuell wohl niemand. War das Tor tatsächlich nicht haltbar? Meinungen? Naja, wenn ich mich recht erinnere, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es nicht haltbar war. Wenn du Manuel Neuer an seinen bisherigen oder an seinen ehemaligen Leistungen misst, ist jeder Ball mal haltbar, weil er auch viele unhaltbare gehalten hat. Aber jetzt da an Neuer ein Fass aufzumachen, nee, finde ich gar nicht. Ja. Also der Ball darf ja niemals dahin kommen, wo er hingekommen ist, und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Ähm, Keine Ahnung, müsste ich mir nochmal angucken, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Torwartfehler war. Ja, vielleicht kann man den halten an einem guten Tag oder was. Vielleicht hätte Ole ihn gehalten, wenn er in Spielform ist oder sonst was. Hätte, Fahrradkette. Spielt am Ende keine Rolle, ja. Selbst wenn es ein Torwartfehler gewesen wäre, spielt es am Ende keine Rolle. So, du musst den Sack vorher zumachen. Und nicht mit so einer Leistung da auftreten. John, wie immer voll bei dir zum Thema Außen. Schaue dir das kurz an, und genau das ist meiner Meinung nach das Problem heutzutage. Alles Rumgestocher und dann wird nach hinten gespielt, wie du schon sagst, keine Flanken mehr, einfach unverständlich. Ja, das schaue ich mir dann mal an, wenn ich hier gerade nicht ein Video aufnehme, weil ich nicht weiß, was da kommt. Tuchel ist also der Wundertrainer. Aha, weiß ich nicht. Wer sagt das, dass er der Wundertrainer ist? Mladen, wir sind glücklich für Saarbrücken. Ja. Digga, wenn man die Wiederholung rauslässt, ist das Video 8 Minuten lang. Ja, Digga, dann danke, dass du das Video länger wie 8 Minuten angeguckt hast. Blackjack, Red, sehr gut, hab es genauso gesehen. Claudio, Grüße aus Saarbrücken. Ja, Grüße, Glückwunsch. Snake, ach, der reingehoppelte Ball von Manu auf Kim vor dem 1:1 war auch wieder der gleiche Mist. Wie der Ball auf Kimmich im Spiel davor. Damit machst du deinen Hinterleuten echt keinen Gefallen. Klar muss der Kim links zu Davis spielen, aber gefühlt muss er mal 3 bis 4 Sekunden warten, bis der Ball flach liegt. Da kann ich Manu nicht freisprechen von einer Mitschuld. Eine Spieleröffnung mit Tempo und Konzentration sieht für mich anders aus als der unnötige Quatsch, der rauskam. Ja. Donny Platsch, wenn schon Kimmich auf dem Platz steht. Ah ja. Ich will jetzt nicht hier alles am Kimmich festmachen. Bravo. Ja. Warte, was mich immer wieder schockiert, ist die Mentalität einer solchen Mannschaft. Wie kann es sein, dass ein FC Bayern München davon reden, mir san mir, und den Anspruch, praktisch 2 Titel plus Champions League Viertelfinale zu spielen, und dann Drittligisten mehr Moral hat als der FCB? Ja, gute Nacht. Ja. Das liegt einfach daran, dass bei uns keine Mannschaft auf dem Platz ist. Dass keiner für den anderen oder kaum jemand für den anderen mitackert, mitkämpft, ihm gönnt, sich mit ihm freut. Sieht man auch bei ganz vielen Torjubeln. Da ist viel Missgunst im Spiel, hat man so das Gefühl, innerhalb der Mannschaft. Und nochmal, ich habe es im Laufe des Videos schon mal gesagt, wenn sich ein Tuchel auf eine Pressekonferenz hinsetzen muss und sagen muss, wir haben den Spielern gesagt, dass jetzt nicht die Zeit ist, dass sie mit den Fingern auf sich gegeneinander zeigen, spricht das schon Bände. Welche Mannschaft tut das? Eine Mannschaft gewinnt zusammen, verliert zusammen. Da sollte es nicht gang und gäbe sein, dass nach einer Niederlage die Spieler sich gegenseitig irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Also die Aussage fand ich schon sehr, sehr, sehr wild. Zweiter Titel weg nach Supercup. Ja. Jared Berger, was mir überhaupt nicht gefiel, war, dass sich unsere Spieler wegen der aggressiven Spielweise von Saarbrücken geärgert haben. Da dachten sie, es gehen alle in die Knie, weil der FC Bayern da ist. Ja, vielleicht haben sie das gedacht, weil Münster das getan hat. Ich weiß es nicht. Ja, völlig unverständlich. Ja, das ist Pokal. Saarbrücken hat genau das gemacht, was man machen muss. Ja, hervorragend.
KGRMRRDDRDE. Der Trainer hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, falsch eingewechselt. Ein Dorftrainer hatte eine Strategie, die aufging. Ein Dorftrainer hatte eine Strategie, die aufging. Willst du jetzt sagen von Saarbrücken, das ist ein Dorftrainer oder was? Will ich jetzt aber nicht. Oder Matt Christoph, wenn ich mir das Gerede von Red Moon nicht 45 wieder anhöre, dann wird es mir fast schlecht. Erstaunlich, dass er 2290 Abonnenten hat. Ja, krass, oder? Und erstaunlich, dass du dir das 45 Minuten anhörst und dann noch einen Kommentar schreibst. Warum hörst du das denn 45 Minuten an, wenn das... Keine Ahnung, hast du erst nach 45 Minuten gemerkt, dass dir schlecht wird? Dann war es ja vielleicht 40 Minuten nicht so und die ist erst in den letzten 5 Minuten schlecht geworden. Ansonsten wäre dir ja vielleicht schon nach 5 Minuten schlecht geworden und hättest schon ausschalten können. Hättest du dir vielleicht 40 Minuten Lebenszeit erspart. Mal drüber nachdenken. Christian, die Bayern waren immer noch im Feiermodus vom 18:0, weil sie so Superhelden sind gegen Darmstadt. Komm, den verstehe ich. Wetten, der Tore wird noch in dieser Saison gelassen? Wir werden sehen. Stefan war das. Egli, es liegt an der Mannschaft. Kein Mir Samir seit 2 Jahren. Das ist richtig. Also das Mir Samir, das gibt es seit 2 Jahren nicht. Bin ich bei dir. Motto. Tell ist kein Flügelspieler und gehört auf die 9. Ja, stimme ich dir auch zu. But same procedure as every year. Yes. Heinz Lennartz. Als Kölner Fan bin ich Kummer gewohnt, aber eines sage ich alle Bayern-Fans. Dieser Trainer bringt euch auf den Hund. Kann sein. Fritz, seit der WM spielen wir nur noch großen Mist zusammen. Mit einer glücklichen Meisterschaft am Ende diese Saison ist ein Ebenbild der vorigen Saison. Nur, dass die Ergebnisse bisher stimmen. Mit solchen Leistungen ist es doch logisch, dass irgendwann mal das in die Hose geht. Spielerisch ist es unter Tuchel schlimmer als bei Nagelsmann. Und ich sehe schwarz für das Spiel gegen Dortmund. Ja, da sehen wir schwarz-gelb, wa? Nee, ich stimme dir natürlich zu. Tuchel hat sich total verzockt bei der Aufstellung. Hätte die sogenannte 1A-Mannschaft spielen lassen, zumindest so lange, bis es eine klare Führung gegeben hätte. Ja, habe ich ja schon mehrfach jetzt erläutert, gehe ich nicht ganz mit. Felix Saal, Tuchels Schuld. Die Spieler, Tuchel ist verantwortlich für deren Spieleinstellung, haben Saarbrücken total unterschätzt und den Pokalfight nicht angenommen. Die Aufstellung signalisiert doch schon alles. Shimizu, was will man auch erwarten, wenn der Großteil der Spieler nach der Niederlage wortlos in die Kabine marschieren und nur ein kleiner Mannschaftsteil sich den Fans stellt? Ja, das zeigt halt die Verbundenheit auch zu den Fans und zu diesem Verein. Auch bei so einem Spiel kann man erwarten, dass sich die Spieler bei den Fans für den Support bedanken. Immerhin fahren manche Kilometer weit unter der Woche. Armutszeugnis für den Verein. Ja, true. Armutszeugnis für den Verein? Nein. Armutszeugnis von den Spielern. Ja. Armutszeugnis von dem Verein? Nein. Olli Engel, Armutszeugnis vom Verein bei anderen Themen. Ja. Mazraoui, Boateng, etc. Olli Engel, sollen den Tuchel rauswerfen? Er darf sich auch nicht mehr viel erlauben. Sané, Kimmich und Choupo auch gleich raus mit denen. Egli, immer der böse Trainer. Okay, ich stimme mit allem zu. Davis spielt aber auch einfach zu viel, finde ich. Er spielt schlecht, wird überspielt. Ja, stimme ich dir zu. Also ich denke, Davis hätte es vielleicht mal gut getan, wenn er mal eine Woche oder 2 raus ist. Ja, gebe ich dir 100% recht. Hätte man aber schon tun können. Ne? Aber hat man sich nicht getraut. Man hätte ja mal einen Kretzig als Linksverteidiger stellen können. Also er ist ja Linksverteidiger. So, ist defensiv natürlich ähnlich schwach wie Davis. Aber ich glaube, so einen großen Unterschied hätte das jetzt nicht gemacht. Also hätte man sich mal trauen können. Mirsan Blamage von Nabil. Slim Note nochmal. Sané ist kein Mann für so ein Spiel. Ihm steigt man einmal auf den Fuß und dann ist er frustriert und hat keinen Bock mehr. Ja, einmal glaube ich nicht. Aber ich glaube, beim zweiten, dritten Mal ist er schon angepisst. Dazu dann so ein Platz, wo der Ball immer verspringt, wo alles nicht so schön ist. Ich glaube auch, dann hat er keinen Bock mehr. Stimme ich dir zu. Bastian Wolf, danke. Jo, bitte. Erik, ich vermisse Nagelsmann. Komm, da kriegst du ein Herzchen. Uli Schupper, Kretzig war einfach körperlich unterlegen wie fast alle. Die Spieler laufen 20 Sekunden mit dem Ball rum und spielen dann Pässe, die telefoniert sind. Ich würde langsam Strafen für zu langes Ballhalten verteilen. Wir hätten die viel mehr laufen lassen müssen. True. Stefan, Enttäuschung, das ist nicht mehr der FC Bayern. Tuchel passt nicht und auch da stimmt was nicht. Ohne Kane läuft gar nichts und die Saison wird wieder reinfallen. Uli wacht auf und Kalle stellt die Weichen neu. Ja. Frage ist, ob die beiden die richtigen Leute dafür sind. Weil
Ich meine, ich sehe es nur aus der Ferne, aber wir sehen die Spieler, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, jetzt die letzten 2 Jahre. Und da wurden ja keine Weichen gestellt. Also weiß ich nicht. Aber auch nichts, was man mal eben so beantworten kann. Peter Phil, ich bleibe dabei, Tuchel passt nicht. Seit er da ist, keine 2 oder 3 Spiele souverän und überzeugend zusammenhängen. Da stimmt was nicht. Bayern Eckbälle des Todes. Sie, Christian. Jeans, Bayern München ist schon lange nur noch ein Name. Das muss man ganz klar sagen. Kann man so argumentieren. Robin Hood, Kimmich ist zurzeit schlecht. Wieder zweite Runde raus, 3-mal in 4 Jahren. Das muss man doch langsam ernst nehmen und mit dem besten Spieler spielen. Und warum ist kein VAR in der zweiten Runde? Es hätte Elfer gegeben für Bayern in der Nachspielzeit. Das mit dem VAR raff ich auch nicht. Also wenn, dann überall VAR oder gar nicht. Ja, Punkt. Also ich verstehe nicht, wo der Sinn sein soll. Jetzt nicht auf unser Spiel bezogen. Das mit dem Elfer Nachspielzeit, aufgeschissen, Alter. Aber warum man keinen VAR bringt und sagt so, ja, die ersten 2 Runden bringen wir keinen VAR. Fliegst du jetzt, egal als welche Mannschaft, durch eine Fehlentscheidung raus aus dem Pokal, verlierst dadurch Millionen im Zweifel, ist das scheißegal, ist dann aber ab dem Halbfinale nicht mehr egal, oder was? What the fuck, Alter? Wer lässt sich denn so eine Scheiße einfallen? Carsten Pusch, kauf dir mal saure Heringe von Trolli. Sauer macht lustig. Nee, mag ich nicht. Aber danke für den Hinweis. Bernd Gapp. Was soll man da noch sagen? Geht eigentlich nicht. Diese Spieler, alle außer Neuer, haben wie Kreisligaspieler gespielt. Kann man sich so nicht mehr anschauen. Das war Arbeitsverweigerung. Da kann auch der Trainer nichts machen. Doch, der Trainer ist dafür der Leidtragende oder der Schuldige, dass es so weit gekommen ist. Ja. Der FC Kaiserslautern lacht uns aus. Komm, kriegst du ein Herzchen für. Faschid, Witz-Niederlage des Jahres von Bayern. Ja. Gasper, da fickt ihr Darmstadt mit 18 vom Platz, aber gegen den Drittligisten gibt's aufs Maul. Ihre Fußballwelt. Naja, man muss das Spiel gegen Darmstadt auch mal im richtigen Kontext sehen. Wenn man nur das Ergebnis sieht, sieht das so aus, ja, aber man muss das mal im Kontext sehen. Ob das nicht auch manchmal an der Arroganz mancher Bayern-Spieler liegt, in der dritten Liga spielen halt keine Dorfvereine. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern gesagt hat, wir fahren zu einem Dorfverein. Also, was immer diese Unterstellungen sollen, verstehe ich nicht. Dass vielleicht einige Spieler den Gegner unterschätzt haben oder nicht so richtig Bock auf den Gegner hatten, ja, kannst du dann mit Arroganz abtun, aber es hat niemand von einem Dorfverein geredet. Warum sollte man bei Saarbrücken auch von einem Dorfverein reden, Alter? Das wäre völliger Schwachsinn. Silva Mano, Kimmich raus und dann wird's besser und das Grinsen von Schweinsteiger als Experte kann ich schon lange nicht mehr ertragen. Kann ich nichts zu sagen, ich habe auf Sky geguckt, lasst mal Matthäus kommentieren, der hat Ahnung und sagt, was Sache ist. Hättest eben Sky geschaut statt ARD, ganz genau. Chris, TAF, Christian Bodmer Kane kam angeblich, um Titel zu holen. Tottenham steht gerade in der Liga auf Platz 1. Ja, der Harry Kane hat den Fluch mitgebracht. Aber gut, den haben wir uns dann aber auch redlich verdient, den Fluch, bei den Leistungen, die wir aktuell zeigen. Legion, wer Kane und Musiala draußen lässt und Kretzi spielen lässt, hat verdient verloren, der Tuchel. Und Sané hatte wohl keine Lust von der ersten Minute an. Ja, ich habe genug gesagt zu der Ausstellung. Fühle ich halt nicht so diese Aussagen. Leider verdient verloren, richtig. Dir gern das Gesicht der schlechten Turniere und auch den nicht so geilen Spielen beim FCB auf den Transfermarkt ins Schaufenster stellen. Bye, Jo, der macht den FCB 0,0 besser. War eine teilweise gute Zeit. Ich denke mal, du meinst einen Kimmich, jo. Trotz Reaktion gegen Dortmund. Yes! Jonas. Minje, Kim, unterirdisch. The only one. Arrogante Aufstellung. Erst den Sack zumachen, bevor man irgendwas Verrücktes macht. Nee, fühle ich nicht, die Aussage. Volkan. Seine Philosophie geht leider nicht ohne passende Spieler. Ja, kriegst ein Herzchen für, fühle ich nicht, die Aussage. Weil, was hat die Philosophie jetzt mit einer Holding Six zu tun? Die Holding Six ist ja nicht die vorne die Angriffe einleitet. Also man sollte ja schon vorne ein Konzept haben, wie man angreifen möchte. Ja, wie ich es jetzt auch hier schon mehrfach erwähnt habe. Tuchel raus, Stefan. Fanta Tower, wette mit dir, dass wir Dortmund mit 14 vom Platz fegen. Ja, die Wette halte ich. Und was möchtest du denn wetten gerne? Halte ich auf jeden Fall. Definitiv.
Alitia, das wird eine titellose Saison. Tuchel raus, sie dann holen, so wird Jamal auch sicherlich nicht bleiben wollen. In Dortmund gibt es 5. Wir werden sehen. Luciano Alonso holen. Habe ich auch schon was zu gesagt. Dumbo Jumbo. Mit Pavlovic und Kimmich bin ich voll bei dir. Man hätte ihn jetzt spielen lassen sollen, damit er sich ein wenig für Dortmund einspielt. Und ich sehe unter Tuchel kein Spielsystem. Champions League wird nichts und Meisterschaft wird wieder auf Biegen und Brechen knapp. Ich glaube noch nicht mal, dass das irgendwie groß knapp wird. Die Frage ist, wie ich ja am Anfang sagte, mit dem Kipppunkt, den ich so gesehen habe gegen Galatasaray. Die Frage ist, ob wir das nochmal in die andere Richtung gedreht kriegen jetzt. Oder ob wir jetzt wieder in so einen Negativstrudel kommen. Da ist halt das Spiel am Samstag entscheidend, in welche Richtung es geht. Ziemlich scheiße, gell? Ja. Leer mutig. Schlechte Leistung, mein Gott. Ist halt so. Alfred, also das Tor von Müller war ja jetzt schon gut. Ich finde, dafür kann man ihm auch eine 3 geben. Hahaha, Lappenbayern, Mimi, Mimi, Mi, 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 Mimi, Mi, Mi, Mimi, Mi, Mi. Du hast die Ehre, der einzig ausgeblendete Nutzer hier auf dem Kanal zu sein. In diesem tollen Kommentarvideo. Ich beantworte eure Kommentare. Ja, Leute, das war's. Alto Belly, 2 Stunden 45. Chaka. Ja, es wäre natürlich schön, wenn mal so eine Resonanz auch da wäre, wenn es mal ein positives Spiel wäre. Klar. Ja, ich bin gespannt gegen Dortmund. Ich denke, Saarbrücken ist damit abgehakt. In dem Video wurde alles gesagt. Ich habe die Kommentare jetzt nochmal durchgegangen. Bei vielen stimme ich zu. Das mit der B11 sehe ich nicht. Nochmal, da gehe ich vielleicht nochmal kurz drauf ein. Kretzig und Tell da jetzt irgendwie als B11 zu titulieren. Kretzig kann man das vielleicht noch machen, war noch super unerfahren. Aber Müller als auch B11 zu titulieren, der dann noch das Tor macht, weiß ich nicht. Schuppo war unterirdisch, ja. Ja. Ich denke, der große Fehler war, einen Harry Kane in der 75. Minute nicht einfach noch reinzuwerfen. Ne? Und ich weiß auch nicht, was der Anspruch ist, da sich hinzustellen, zu sagen, ja, gib mir den Harry Kane mal für die Verlängerung auf. Wenn man sich immer hinstellt und von Belastungssteuerung spricht und das schwere Spiel in Dortmund und dann will man unbedingt noch eine halbe Stunde länger spielen, anstatt zu sagen, komm, Harry, du hast jetzt für eine Stunde, gib mal Vollgas, machen wir 1, 2 Hütten. Ob das so geklappt hätte, sei mal dahingestellt, wissen wir nicht. Vielleicht hätte Harry Kane sich angepasst und wäre genauso untergegangen wie der Rest der Mannschaft. Was vielleicht so gewesen wäre, aber dann hätte man Tuchel auf jeden Fall nichts vorwerfen können. So steht er halt schon echt kritisch da. Aber gut. Damit ist das Thema Saarbrücken für mich abgehakt. Und wir widmen uns dann morgen der Pressekonferenz vom Dortmund-Spiel. Ich bin sehr gespannt. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.